eine Flinte, gell? Hä? Und der macht ein bisschen Wind da, gell? Der macht ein bisschen Wind. Na. So, Servus erstmal. Servus, Servus. Servus, Schatz. Servus. Servus in die Runde. So, jetzt müssen wir erstmal den Ton einstellen. Weil letztes Mal war der angeblich zu laut. Hab den jetzt mal auf minimal hier im Hintergrund. Falls ich ja nichts sage, deswegen so ein bisschen Hintergrundrauschen ist. Hoffe, das passt erstmal.
So, Blondie, guten Abend erstmal. Kampfdampfer, Servus nach München. Und Nexus, Servus. Nexus, du machst die Stream-Säge hier. Ist hier weiter wie bei 7? Wahrscheinlich nicht, wa? So. Haut er den direkt einen Kofi raus, sehr wild. Wild, wild, wild. Ja, Themen haben wir ja heute nicht so viele, wa? Wir können das Wolfsburg-Spiel nochmal ein bisschen Revue passieren lassen. Wir gucken gleich mal, wie es in der Champions League aussieht. Schauen uns mal die Tabelle an. Ansonsten ist ja bei uns relativ ruhig. Wir haben die gleichen Themen wie letzte Woche. Und daher würde ich sagen, machen wir nahtlos mit dem Kimmich weiter. Spaß, wa? Zu Kimmich haben wir alles gesagt. Das Thema ist durch. Man könnte natürlich noch das Thema Musiala und Davis aufmachen, aber das habe ich, glaube ich, auch schon mal in einem anderen Video getan. Aber ja, keine Ahnung, da könnte man vielleicht noch ein paar Worte zu verlieren, aber ansonsten sind wir ja relativ themenarm bei uns. Aktuell, ne? Ich habe mich auf jeden Fall rausgeputzt für Champions League, war. Hab alles gegeben für morgen. Wichtiges Spiel morgen, denke ich. Oli, servus. Wird auch nicht ganz einfach, glaube ich, ne? Ich meine, wir können uns ja mal unsere bisherige Statistik angucken in der Champions League. Da ist ja auch nicht ganz so, ne? Wenn der Bums klappt hier, guck mal, läuft doch. Wir sind noch hinter Dortmund. Also das ist ja schon das erste Trauerspiel, wa? In der Champions League. 10. Wir müssen unter die ersten 8 kommen, damit wir einen ruhigen Februar haben. Ansonsten haben wir 2 englische Wochen im Februar. Ich glaube, auch das sollte uns jetzt nicht irgendwie aus den Latschen hauen, wa? Aber wenn wir sehen, wie viele Teams hier noch 13 Punkte haben, nämlich ganze 6. Aber, ja, keine Ahnung. Ich weiß halt auch nicht, ob die gegeneinander spielen oder was. Die müssten ja schon gegeneinander spielen und sich gegenseitig Punkte wegnehmen, damit... Ich meine, wenn die 6 oder nehmen wir Barca da mit, Liverpool ist durch. Ja, wenn die 7 Mannschaften beide Spiele gewinnen, ja, dann kannst du deine beiden Spiele halt auch gewinnen, wa? So, müssten wir halt gleich mal in den Spieltag reinluschern. Aber wenn wir uns mal unsere Statistiken angucken, die sehen ja auswärts jetzt auch nicht so prall aus, wa? Mit einem Sieg aus 3 Spielen, also. Gut, fairerweise war da Barca bei und Aston Villa. Aston Villa war natürlich auch Schwachsinn, das Spiel zu verlieren, muss man ehrlicherweise sagen. Aber ich denke, wir sollten Feyenoord auch nicht unterschätzen, ne? Ich meine, die stehen jetzt auch gar nicht so schlecht da, mit 10 Punkten. Jetzt auch nicht so stark, wir müssen jetzt auch nicht künstlich stark reden oder was, aber auswärts wird ein schwieriges Spiel, denke ich. Aber wenn wir so auftreten wie bisher, ja, dann musst du den Bums auch einfach gewinnen, oder? Sollte auch klar sein, denke ich. Müssen wir keine Angst haben, aber unterschätzen sollte mein Gegner auch nicht. Aber ich denke auch nicht, dass wir das tun. Aber wenn wir dann so eine Schlussphase wie gegen Wolfsburg liefern, dann um mal den Rückschluss nochmal auf Wolfsburg zu machen vielleicht, dann wird es natürlich wild, ne? Muss man auch sagen. Septastic, Servus. Und Peter, wir spielen übermorgen. Ja, ist ja wurscht, ob morgen oder übermorgen. Weißt du, was ich meine, oder? Weiß nicht, habe ich irgendwas von morgen gesagt, oder was? Jo. Ja, ist doch wurscht. Morgen spielen wir nicht, weil morgen bin ich im Raid. Das heißt für mich, wir spielen Mittwoch. Aber ist ja auch wurscht. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ja, wie gesagt, ich denke, so eine Schlussphase sollte man sich dann da nicht unbedingt erlauben. Weil für die geht es natürlich mit 10 Punkten. Ja, mit 10 Punkten noch darum, unter die ersten 24 zu kommen. Ne? Mal Paris mit 7 auf Platz 25 und Stuttgart. Die brauchen also auch noch einen Punkt oder 2 Feyenoord, ja? Und das ist wahrscheinlich auch deren letztes Heimspiel. Wir können auch gleich mal reingucken im Spieltag, was da so los ist. Ja gut, aber ich sehe schon, ich kann ja nochmal rüber switchen hier. Atletico gegen Leverkusen, stehen die nicht beide vor uns oder was? Ja, Atletico steht auch nicht vor uns, ist ja wild, Alter. Sie haben auch 12. Spannender Spieltag, wa? So, wer steht denn vor uns alles? Arsenal, Leverkusen, Villa, Inter, Stade Brest und Lille, Alter. Ja gut, die wären ja wohl. So, was haben wir denn?
Liverpool gegen Lille. Na ja, gut, wenn Liverpool verliert, ist das keine Auswirkung erstmal. Aber da gehen wir jetzt nicht von aus, wa? Würde ich behaupten. Stade Brest spielt in Schacht, ja. Na, 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 na. Na, 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 na. Ja, wir werden es sehen halt, ne? Wie gesagt, die vor uns müssen natürlich erstmal Punkte lassen, Alter. Also Fakt ist, wir müssen beide Spiele gewinnen, das sollte ja eh klar sein. Aber wie gesagt, vor uns, die müssen natürlich auch Punkte lassen, ne? Rolf Feyenoord spielt dann noch gegen Lille. Ist ja auch wild. Letzter Spieltag Stuttgart gegen Paris ist ja auch eine wilde Kombo, wa? Die beide da unten noch um Platz 24 rumpimmeln. Wild. Ja, wird sehr interessant werden, denke ich, die letzten beiden Champions League Spieltage. Joa, joa, joa. Bin gespannt, wie die Tabellensituation sich da verändern wird. Ja, aber wie gesagt, so eine Schlussphase wie gegen Wolfsburg, ne, weiß ich auch nicht. Aber ich habe das mal abgehakt, habe ich ja auch in der Reaction gesagt, ich habe das mal abgehakt unter dem Punkt Menschlichkeit, wa? Viele Spiele, die kommen und man hat schon irgendwie ein bisschen abgeschaltet, hat man das Gefühl, und ja, hat sich dann durch 1, 2, 3 individuelle Fehler dann nochmal selber da wieder spannend gemacht. Obwohl man nie das Gefühl hatte, als wäre da, wird da jetzt noch irgendwas passieren, da muss man ja fairerweise auch sagen, ne? Es war schon ein sehr souveränes Spiel. Aber das Ergebnis spiegelt das Spiel dann nicht wirklich wieder, wenn wir ehrlich sind. Also letztendlich da vorne ein bisschen kaltschnäuziger sein müssen oder zum Ende hin dann hinten ein bisschen wacher, wa? Aber gut, wie gesagt, seht auch alles nur Menschen, wa? So, ja, wenn ihr Themen habt, gehe ich natürlich rein, ne? Also ich habe sonst keine Themen gerade. Ich habe mir noch ein Video rausgesucht, was ich mir angucken wollen würde, warum der FC Bayern so steinreich ist. Habe ich in meinen YouTube-Vorschlägen gehabt, da könnten wir noch reingehen. Gleich. Mal gucken, was da für ein Dünnpfiff erzählt wird. Oder ob da ein bisschen was Wahres bei ist. Joa. Naja, Themen gibt schon. Das mit den Verlängerungen nervt mich extrem. Ich feiere Musiala, aber das mit er verlängert nur, wenn Davies verlängert und nur mit Ausstiegsklauseln, dass Eberl und Freund das mitmachen, finde ich peinlich. Ist kein Angriff oder böse gemeint, nervt mich nur. Ganz ehrlich, wenn ich mal kurz darf, solange ich von der Person selber nichts höre, sprich, dass du irgendwo eine Quelle hast, wo Musiala das selber sagt, glaube ich das nicht. Nur weil er irgend so ein Seppel von Sky erzählt. Ja, keine Ahnung. Meistens ist ja immer ein Fünkchen Wahrheit dran, ne? Von Musiala selber wirst du das eh nicht hören. Wenn dann höchstens von seinem Berater. Oder halt dann von Max Eberl. Aber selbst sollte er eine Ausstiegsklausel kriegen, wird der Verein das ja nicht bestätigen. Ja, wird der Verein sich ja nicht dahinsetzen und sagen, ja, na klar, wir haben jetzt eine Ausstiegsklausel. Weil dann wird der Verein sagen, nee, sie sagen natürlich zu Vertragsdetails nichts. Ja? Also wenn, dann kommt irgendeine Aussage von Musialas Berater. Das wäre ja auch das Maximum. Ob das halt alles so ist, keine Ahnung. Ist halt viel Spekulation gerade, ne? Wie gesagt, wir konnten letzte Woche zum Kimmich-Thema ein bisschen was machen, weil Kimmich sich dahingestellt hat und ein bisschen was gesagt hat. Ich habe von Musiala noch nichts gehört, von seinem Berater auch nicht. Ich habe auch noch nichts von Davies gehört oder seinem Berater. Wenn sich dann deutsche Medien immer auf irgendeine spanische Zeitung oder auf irgendeine amerikanische Zeitung beziehen oder so, dann finde ich das auch immer schwierig. Ne? Und wenn wir uns mal zurückerinnern, was war das im Sommer? War das nicht schon jetzt sogar im Sommer, wo der Plettenberg da schon gelabert hat, ja, der und der ist beim FC Bayern und dann hat der FC Bayern mit dem gar nichts zu tun gehabt. Also, ja. Also immer mal abwarten. Zum Thema Musiala, mal so allgemein gesprochen. Ja, ich finde das völlig fein. Erstmal, die Zahlen auch stimmen, die da im Raum stehen, sei mal dahingestellt, aber ich denke schon, wenn man sein Potenzial sieht, seine Entwicklung bisher, bin ich fein damit, wenn er das die Region verdienen sollte. So an die 20 Meter, denke ich, ist alles gut.
Wenn die Leistung danach natürlich auch weiterhin stimmt, das weiß man nie. Ja, das werden wir sehen. Gehen wir mal davon aus, er würde eine Ausstiegsklausel kriegen, ja, wenn das alles stimmen würde, was da gerade gelabert wird. Habe ich ja auch schon in einem Video gesagt, ich persönlich habe da keine Kopfschmerzen mit. Warum? Jetzt mal ernsthaft, warum sollten wir mit einer Ausstiegsklausel Kopfschmerzen haben? Also wenn die Ausstiegsklausel marktgerecht ist das für mich völlig fein. Ja, ich habe da irgendwas von gelesen, wie gesagt, ob das alles stimmt, keine Ahnung, wissen wir nicht, ja. Aber gehen wir mal davon aus, es stimmt. So. Da stand halt 5-Jahres-Vertrag, nach 3 Jahren greift die Ausstiegsklausel mit 175 Millionen, also im vorletzten Vertragsjahr und im letzten Vertragsjahr mit 100 Millionen. Ja, fein. Warum denn nicht? Ja, also erstens, wenn ein Spieler nicht mehr beim FC Bayern spielen möchte, dann will er nicht mehr beim FC Bayern spielen. Und wenn du dann 175 Millionen kriegst oder ein Jahr später mit 1 Jahr Vertragslaufzeit 100 Millionen, ich glaube, dann machst du keinen schlechten Deal, oder? So gar nicht, denke ich. Weil du wirst keine 100 Millionen für einen Spieler kriegen, der nur noch 1 Jahr Vertrag hat sonst. Ja. Sonst kommt wieder so Real Madrid und sagt, sieht's mal aus, den Bums. Von daher habe ich da keine Kopfschmerzen mit. Du musst ja auch mal den anderen Fall sehen. Keine Ahnung, gehen wir davon aus, in 3 Jahren kommt irgendein, was weiß ich, der FC Bayern kackt ab, pimmelt irgendwo im Mittelfeld rum, der Spieler will unbedingt weg. Was bringt ja dann dieser Spieler in dieser Mannschaft, wenn er keinen Bock hat, beim FC Bayern zu spielen? So, bringt dir gar nichts, ja. Und wer sagt denn, dass ein Musiala in 3 Jahren dann sagt, oh nee, ich will jetzt beim FC Bayern weg? So, das weiß man doch auch nicht. Nur weil er eine Ausstiegsklausel hat, heißt das ja dann nicht, dass er wechseln wird. Ja. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Keine Ahnung. Habe ich auch schon gesagt, glaube ich, in irgendeinem Video. Ich kann das verstehen, aus Musialas Sicht, wenn man wirklich das Ziel hat zu sagen, ja, ich möchte gerne in meinem Leben, in meiner Karriere Weltfußballer werden, dann kann ich das nachvollziehen. Ja, dass man sagt, so, ich möchte jetzt aber dann im 4. oder 5. Vertragsjahr eine Ausstiegsklausel haben, um diese Chance wahrzunehmen, wenn das beim FC Bayern nicht klappt. Ja, weil du musst mal ganz klar sehen, ich weiß nicht, war aus der Bundesliga überhaupt schon mal jemand Weltfußballer? In der Neuzeit? Ich glaube nicht. Ja, das passiert halt einfach nicht. Das passiert entweder in Spanien oder in England. Oder vielleicht mal in Paris, wenn die ein paar 100 Millionen schmieren oder was. Ich habe keine Ahnung, ja. Und wenn das Ziel ist, dann musst du fairerweise sagen, wir haben es selber miterlebt beim FC Bayern. Denkt an Ribéry, die überragende Saison. Denkt an Robben, die überragende Saison. Wir haben sogar ein Triple gewonnen und keiner von unseren Spielern ist Weltfußballer geworden. Nein, also wurde ein Lionel Messi oder ein Cristiano Ronaldo, die beide abgekackt sind und was weiß ich was, ja. Die Bundesliga hat einfach nicht dieses Standing, was diese Wahl anbelangt. Für mich ist diese Wahl belanglos, ich nehme die nicht ernst, aber wenn da ein Spieler ist, der sagt, ich möchte das gerne in meiner Karriere erreichen, ich möchte da gerne, was weiß ich, in einer Reihe mit Messi und Cristiano Ronaldo stehen, dann kann man das nachvollziehen. So, ja, und deswegen ist das für mich fein. Also ich hätte keine Probleme mit dieser Ausstiegsklausel, sage ich euch ganz ehrlich. Warum? Wenn du einen marktgerechten Preis kriegst, wirst du dann auch bis dahin einen anderen Spieler verpflichten können für das Geld. Also, wenn du es überhaupt musst, ja, vielleicht hast du dann in der Hinterhand auch schon einen Paul Wanner, der bis dahin durchgestartet ist, ja, aber wie gesagt, vielleicht will so Musiala auch gar nicht wechseln, ja. Vielleicht ist das einfach nur so eine Sicherheit, die man sich da halten möchte, so auf diesen Titel gesehen. Muss man das gut finden? Weiß ich nicht. Muss man das schlecht finden? Also ich würde es schlecht finden, würde Musiala sich hinsetzen und sagen, pass mal auf, ich will eine Ausstiegsklausel von 80 Millionen haben, dass ich jederzeit für 80 Millionen gehen kann. So, das wurde ja nicht kommuniziert. Ja, es wurde ein 5-Jahres-Vertrag kommuniziert, wo eine Ausstiegsklausel nach 3 Jahren greift. Also, weiß ich nicht. Wie gesagt, nochmal, wir wissen nicht, ob das stimmt, ja, alles fein. Aber wenn, wo ist das Problem? Das verstehe ich halt nicht. Also ich habe da kein Problem mit. So gar nicht. Ja? So absolut gar nicht. Völlig fein für mich.
Nee, du kannst halt keinen trauen, wenn Transferphase ist oder Vertragsverlängerung. Du kannst keinen trauen, schon gar nicht irgendwelchen Medien, das wissen wir doch alle. Na? Überlegt euch doch mal, was damals die Alaba-Geschichte, was der Berater da für eine dumme Scheiße gelabert hat. Der Lewandowski-Berater jedes Jahr für einen Wirbel gemacht hat, wer angeblich alles an Levi dran ist und Levi unbedingt weg will und so weiter und so fort. Alles dummes Gelaber immer gewesen. Ja? Von daher muss man das immer ein bisschen vorsichtig sehen. Also, deswegen immer im Konjunktiv sprechen, ne? Fest steht für mich, wenn Musiala ca. 24 Millionen kriegen sollte, will Wirtz, falls er irgendwann kommt, bestimmt auch um die 20 bis 25 Millionen haben. Also sparen und Sané, Gnabry und Koeman weg. Ja, aber das ist doch auch völlig fein, so. Weißt du? Ein Harry Kane kriegt jetzt auch an die 25 Millionen, wenn man den Glauben schenken darf, was man hört. So. Das ist doch auch fein, wenn das Spieler sind, die diese Leistung bringen. Dieser Markt ist halt, gibt das halt einfach her, Alter. Ja? Guck mal, wir machen immer noch Plus. Also der FC Bayern hat immer noch eine schwarze Zahl da stehen, obwohl wir diese Gehälter zahlen. Sind diese Gehälter maßlos übertrieben? Ja, na klar. Aber das werden wir nicht ändern. Wir werden das nicht ändern. Ne? Und es geht ja nur darum, im aktuellen Bayern-Kader, dass diese ganzen Durchschnittsspieler nicht diese Gehälter haben. Ja? Wenn diese Topstars diese Gehälter haben, ist das für mich völlig fein. Und wenn sich, keine Ahnung, nehmen wir beste Beispiel Michael Olise, ich weiß nicht, was der gerade verdient. Lass es 10, 12 sein, denke ich mal, so um den Dreh. Sollte die Entwicklung weitergehen und in 3 Jahren wird der Vertrag verlängert und der geht die Entwicklung weiter, dann wird er auch in diese Riege vorstoßen und das völlig zu Recht. Ja? Es geht ja darum, diese ganzen Durchschnittsspieler. Nehmen wir jetzt einen Fonzie Davies, das perfekte Beispiel. Wenn der jetzt 20 Millionen bekommt, dann muss er dir am Kopf packen, Alter. Ja? Weil das ist dann ein ganz anderes Thema, weil der ist nicht dieser Ausnahmespieler in unserer Mannschaft. Ja? Da sind 12 Millionen, ja. Gut, wenn er den nächsten Stepper macht, können wir darüber reden. Alles klar, Alter. Du verdienst diese 12 Millionen, aber auf den aktuellen Leistungen, er spielt gerade guten Ball, ja, gar keine Frage. Seht ihr ja auch an meiner Benotung. Ähnlich wie Kimmich, der auch gut spielt. Auch Fonsi hat die letzten Spiele wieder gut gespielt. Aber das rechtfertigt doch kein Gehalt von 20 Millionen bei einem Fonzie Davies, Alter. Darüber können wir ja gerne reden. Ja? Aber ein Jamal Musiala, alles gut. Leute, der ist 21. Ja? In der Regel macht er noch 1, 2 Steps. So, und Florian Wirtz geht in dieselbe Kategorie rein. Ja? Das sind halt Ausnahmespieler und wenn die das auf den Platz kriegen, ja, dann kriegen die auch das Gehalt und das ist für mich völlig fein. Ja? Wir können über das ganze Thema reden, dann ist das natürlich maßlos. Fliegt dir die Birne weg, dass einzelne Menschen, nur weil sie ein bisschen kicken können, so viel Kohle verdienen. Das kannst du natürlich kein verkaufen. Ja? Das ist ein anderes Thema. Aber wenn das Geld da ist und du das Geld verteilst in dieser Konstrukt FC Bayern, ja, dann gib den besten Spielern auch das meiste Geld. Alles gut. Ne? Völlig fein für mich. Dann geht es eher um die Spieler, die da im Mittelmaß rumpimmeln und so viel Geld verdienen. Ja, darfst du nicht drüber nachdenken, was wir an Gehälter zahlen, ne? Du kannst dir die letzte Jahreshauptversammlung angucken, was wir Personalkosten hatten. Aber wir haben die Personalkosten ja gesenkt. Ist die Frage, an welcher Stelle, wa? Das siehst du da ja nicht. Du siehst ja nur den Gesamtbetrag Personalkosten. Ach nee, nee, Blondie. Also das ist bei mir nicht so. Also das Gefühl habe ich nicht bei Jamal Musiala. Den gehe ich nicht mit. Ich finde es ein bisschen albern, aber auch das ist ja nur von der Presse gelabert. Dass man so das Gefühl hat, dass ein Musiala, oder ich hab persönlich auch das Gefühl, dass ein Musiala halt eher verlängert, wenn Fonzie Davies verlängert und der Verein deswegen mit einem Fonzie Davies verlängert. So, das finde ich bedenklich. Dass ein Musiala ein FC Bayern als Durchgangsstation sieht, nee, das sehe ich nicht. Wie gesagt, ich verstehe den Take mit der Weltfußballerwahl und dann, ja, verstehe ich das, dass man dann vielleicht irgendwann sagt, ja, da möchte ich gern hin. Vielleicht, ihr müsst ja auch mal bedenken, ja, ist geborener Stuttgarter, aber aufgewachsen in England. Vielleicht ist sein großer Traum, weiß ich nicht. Manchester United, Liverpool, was weiß ich, weiß man doch nicht. Ja? Der ist halt da aufgewachsen und vielleicht will er irgendwann in seiner Karriere auch noch da die Vereinsgeschichte mitschreiben. So, das ist doch auch völlig fein, ja, wenn man diesen Gedanken vielleicht noch hat in seiner Karriere. Nee, also ich habe nicht das Gefühl, dass Musiala sagt, der FC Bayern wäre eine Durchgangsstation. Also, sorry.
Nee. So gar nicht. Ja. Den gehe ich nicht mit, den Take. Kommt bei mir zumindest nicht so rüber. Er kann mich natürlich Lügen strafen, indem er Vertrag jetzt nicht verlängert und dann ablösefrei wechselt. Ja, dann kannst du das so argumentieren. Ja. Aber ich denke auch, die Zahlen, die da im Raum stehen, wenn dem so sein sollte, sind ja faire Zahlen bei einer Ausstiegsklausel. Ja. So. Sind ja völlig faire Zahlen gegenüber dem Verein, wo sich der ein oder andere Spieler dann mal hinterfragen sollte. Ja, hätte Fahrradkette, wa? Lothar war der letzte Weltfußballer. Ja. Musst du dir halt mal reintun, ne? Das ist halt, weil die Bundesliga einfach kein Standing hat international. Weil wir da viel zu viel verschlafen haben. Ja, wir zahlen ja immer noch die zweitmeisten Gehälter, oder? Zweithöchsten Gehälter. Oder dritthöchsten mittlerweile. Ich weiß es gar nicht. Aber auch nur ganz knapp, ne? Da sind halt noch Scheißclubs hinter uns, ne? Das ist schon wild. Aber wie gesagt, solange die Leistungen stimmen, ist das ja auch alles fein, ne? Und bei so Musiala ist es fein, wenn wir da um 20 Millionen reden. Aber dass man dann bei Alphonso Davies um 20 Millionen redet, selbst wenn die nur mit Handgeld gerechnet auf 20 Millionen kommen, ist das halt schon wieder eine Frechheit, ne? Aber gut, so ist der heutige Markt wahrscheinlich. Ich finde Ausstiegsklauseln immer problematisch, da man als Topverein immer am längeren Hebel bei seinen Spielern sitzen sollte und wenn dann in 3 Jahren Real etc. die zieht, haben wir keine Handhabung mehr. Ist nur meine persönliche Meinung, kann ja jeder anders sehen. Ja, aber nochmal, was bringt dir ein Spieler, der nicht mit dem Kopf und Herzen bei deinem Verein ist? Er bringt dir halt nichts. Er wird ja niemals diese Leistung bringen, die er dann bringt, wenn er sich wohl und glücklich fühlt. Ja? Also ich habe da keine Kopfschmerzen mit. Wie gesagt, du brauchst halt auch keinen Spieler in deinem Verein, der nicht bei deinem Verein sein will. Ja, wenn Musiala in 3 Jahren, keine Ahnung, gerne bei Real Madrid, Liverpool, sonst wo spielen will, weil das so sein Karriereplan ist oder er sich dann in 3 Jahren nicht mehr wohlfühlt beim FC Bayern, ja, dann let's go, Alter. Ja. So. Aber wer sagt denn, dass das überhaupt so ist? Vielleicht gewinnt ein Jamal Musiala in 2 Jahren die Weltfußballerwahl beim FC Bayern, weil wir einen Six-Double geholt haben, weil Companys Fußball knallt, weil wir unsere Mannschaft gut verbessert haben, verjüngt haben. Ja. Wer sagt denn nicht, dass ein Musiala dann sagt, jo, ich werde jetzt eine Legende beim FC Bayern und bleib die ganze Zeit hier? Das weiß man doch jetzt noch nicht. Aber haben wir doch schon oft genug gesehen, was es bringt, wenn du einen Spieler in einer Mannschaft hast, der keinen Bock hat, in einer Mannschaft zu spielen. Bringt dich doch auch nicht weiter. Ja? Haben wir doch bei Fonzie Davis gesehen, die Flausen im Schädel, so. Ja, wie die Leistungen waren. Von daher. Man kann Menschen halt nicht zwingen oder sagen, keine Ahnung. Ist immer schwer, das auf einen normalen Arbeitsmarkt zu übertragen, aber stell dir vor, so, du hast keinen Bock mehr bei deinem Arbeitgeber und du kannst nicht weg von deinem Arbeitgeber, weil der, was? Bist du dann der Leibeigene oder was? Ja, so. Und was bringt dein Arbeitgeber, ein Arbeiter, der da sitzt und denkt sich so, ah, fick drauf, Alter, ich mach gar nichts, ich komme hier hin und setze mich in die Ecke und mach einfach nichts. So, bringt dich auch nicht weiter, ja. So muss man das mal ein bisschen sehen. Und wir wissen doch auch noch gar nicht, wie das weitergeht im Fußball. Ja? Dich da mal ein bisschen mit beschäftigst. Wer weiß, ob bald überhaupt noch Ablösen fließen. Ne? Weil das alles nicht mit dem Arbeitsrecht vereinbar ist in Europa. Ja. Ne? Da geht es ja auch bald dann los. Also mal abwarten. Von daher, alles gut. Aber ja, das kann natürlich auch jeder anders sehen. Ne? Das ist nur meine Meinung zu dieser Geschichte. Ich finde es halt nur schwierig, wenn wir über Ausstiegsklauseln reden, die den Marktwert nicht widerspiegeln. No? Wenn die den Marktwert widerspiegeln, so nochmal abschließend, und der Spieler nicht bei diesem Verein mehr spielen möchte, ja dann tschüss. Ja, und dann kriegst du doch safe die 175 Millionen. So. Ja. Ob er das dann in dem Moment wert ist oder nicht. Ganz einfach.
Und guck dir mal an bei anderen Mannschaften, wo es viele Spieler gibt mit Ausstiegsklauseln. Ja. Guck mal, in Spanien ist das sogar Gesetz, da muss jeder Spieler eine Ausstiegsklausel haben. Ja, die sind dann astronomisch, die meisten, völlig realitätsfern. Ja. Ich weiß gar nicht, war das bei Neymar nicht auch eine Ausstiegsklausel oder war das verhandelt? Ich habe keine Ahnung. 10 Jahre Vertrag, ja, habe ich auch nicht verstanden. Keine Ahnung, scheint ja in England andere Gesetze zu geben wie bei uns. Weil bei uns sind nur 5 Jahre erlaubt, ne? Ja, wir werden es ja sehen. Also ich denke, wir werden es schon erfahren, wenn dem so sein sollte. Der Berater wird natürlich dann irgendwann Interesse dran haben, dass das bekannt wird, aber ja, nochmal. Das heißt ja nicht, dass ein Spieler wechselt. Ja, war in Italien noch der Loda oder was? Bei Inter Mailand oder was? Nee, den Sinn verstehe ich nicht. Ich verstehe den Sinn, dass man Ubich holt, ja. Den Sinn verstehe ich schon. Warum soll man den nicht holen, wenn das wirklich... Also ich kenne ihn nicht, wa? Ich kenne ihn absolut gar nicht. Aber ich verstehe natürlich den Sinn, wenn du da ein Torwarttalent hast, ein deutsches Torwarttalent, was du günstig kriegst. Ich meine, es ist dann das 4., 5., 6. in den letzten 10 Jahren beim FC Bayern. Ja, die meisten kamen über die eigene Jugend, wurden schon vorher verpflichtet. Anderes Thema, aber gut, macht das gerne. Peretz dafür abgeben, keine Ahnung, platzt mir die Birne. Ja, verstehe ich nicht. Warum auch? Aber auch da, wer sagt das, dass das so ist? Ja, das schreibt halt wieder irgendein Sky-Fuzzi, irgendein Sportbild-Fuzzi oder sonst wer. Ja, du brauchst 3 Torhüter in deiner Mannschaft. Ich habe noch nicht einmal von irgendeinem Sky-Sportbild-Fuzzi sonst wen gehört, das auch nur überhaupt darüber nachgedacht, mit Ulle zu verlängern. Ja, dann hast du halt Neuer, Peretz, Urbich. So, du brauchst 3 Torhüter. Und dann ist doch alles fein, oder? Also warum? Von daher sehe ich da jetzt nicht das Problem. Wenn das so kommen sollte, dass man den Urbich dann holt und Peretz verleiht, wäre natürlich Schwachsinn, ja. Aber vielleicht erhofft man sich dann auch von Peretz vielleicht den Schritt, wenn er mehr Spielpraxis hat, wenn man mit Neuer jetzt verlängert, als dass er nochmal ein Jahr auf der Bank sitzt. Ja. Also den Schritt kann man ja dann auch noch nachvollziehen, wenn man dann sagt, jo, wir setzen aber auf Daniel Peretz dann als ein neuer Nachfolger. Das wissen wir ja auch nicht. No? Und dann kannst du den Stepper vielleicht schon verstehen. Und hast dann, sollte Peretz das nicht schaffen, hast du nochmal ein junges Torwarttalent dahinter, der vielleicht dann jetzt nochmal ein Jahr oder 1,5 Jahre von Manu lernen kann. Also da gibt es viele Argumente, wie man sich das drehen kann, ja, dass es passt. No? So, wenn der FC Bayern klar sagt, ja, wir verleihen jetzt Daniel Peretz für 1,5 Jahre, damit er die Spielpraxis sammelt, sich nochmal einen Stepper macht und dann ist er neuer Nachfolger und ein Obig dahinter. So, das wissen wir ja alles nicht. Das ist ja immer das Problem so, ne? Wir lesen immer viel, weil irgendwelche Leute was schreiben, aber was wirklich dahinter steckt, wissen wir ja nicht. Das ist ja das Problem. Ja, ob wir gegen Rotterdam gewinnen werden, werden wir sehen am Mittwoch. Ja, natürlich geht es auch ohne Jamal. Also nochmal, kein Spieler ist größer wie der FC Bayern, Alter. Ja? Deswegen habe ich da auch keine Kopfschmerzen. So gar nicht. Es gab eine Zeit vor Musiala, es wird eine Zeit nach Musiala geben. Also wir müssen nicht tun, als wäre der Messias von München, Alter. Ja? Also da ist er auch noch ein bisschen weit von entfernt. Das soll man ganz klar sagen. Natürlich ist er gerade ein Faktor, gar keine Frage. Wir werden auch ohne Musiala erfolgreich sein. Also. Er ist jetzt nicht dieser Faktor, wo du jetzt sagst, wenn Musiala nicht da ist, können wir keinen Fußball mehr spielen. Ja. Wäre natürlich ein Verlust, gerade sportlich, logisch, aber dieses, wie sie gesagt, dieses Messias-Geschreibsel, was da propagiert wird, also da gehe ich halt auch nicht mit. Bei Neymar war ein Ausstiegsklausel, ja, das ist ja. Thales, guten Abend.
Ja, ich sag ja, Weltfußballerwahl aus der Bundesliga ist irgendwie wild, ne? Ich habe irgendwie das kranke Gefühl, dass die nächste Saison noch nicht die letzte von Neuer ist. Naja, also wenn er unbedingt die Champions League gewinnen will und dann aufhört, dann hätte man ja auch argumentieren können, ich warte mal diese Saison ab. So, sollten wir die gewinnen, könnte er ja aufhören. Ja, wenn Neuer Leistung bringt, ist ja auch alles fein so, ja. Aber das wird halt, umso älter er wird, immer ein bisschen unwahrscheinlicher, ne? Ole soll nach der Karriere im Torwarttrainerteam rücken. Ja. Das wissen wir ja nicht. Da haben wir ja auch schon genug Granaten. Ja, das wird auch nicht passieren, Olli. Also ich glaube nicht, dass der FC Bayern Dortmund 100 Millionen in den Arsch schiebt. Und genauso wenig wie Leverkusen Wirtz nach München verkaufen. Also mein Take ist, wir werden den Wirtz wahrscheinlich nie beim FC Bayern sehen. Erinnert euch mal zurück an Havertz. Da waren wir ja auch angeblich schon seit 2 Jahren dran und Leverkusen hat geblockt und hat gesagt, nee, du kannst überall hingehen, aber nicht zum FC Bayern. Ich meine, gut, bei Wirtz ist man mit der Familie anscheinend ein bisschen koscher, wenn man das glauben darf, aber ja, schwierig. Aber auch da. Bitte. Williams gehe ich mit, Alter. Williams, wenn du den... Ich glaube, der hat ja auch eine Ausstiegsklausel oder was. Alter, musst du reingehen. Wenn du den vom FC Bayern überzeugen kannst, ja, let's go. Und selbst wenn der 80, 90 Millionen kosten sollte, let's go, Alter. Ja, das ist ähnlich wie Maike. Du hast die nächsten 10 Jahre Ruhe auf der Seite. Ja. Ja, klar, aus Leverkusener Sicht völlig verständlich, Alter. Ja. Brauchen wir ja nicht drüber reden, ne? Wir würden ja auch nicht, was weiß ich, Spieler XY jetzt nach Leverkusen gehen lassen. Wir haben mal einen Süde nach Dortmund gehen lassen. Den Grund haben wir alle gesehen jetzt die letzten Jahre in Dortmund, oder? Also von daher. Und ein Gittens, alles gut, Alter. Ich kenne den nicht. Ich habe den jetzt, eine halbe Saison hat er gut gespielt. Was vorher in England? Ich habe keine Ahnung. Ja. Den würde ich halt gerne erstmal ein bisschen länger sehen auf dem Level, bevor ich für so einen Spieler 100 Millionen auf den Tisch lege, Alter. Ja, beim Wirtz finde ich das fein. Der Wirtz zeigt das seit Jahren. Auch in dem jungen Alter, dass er das wert ist. Ja, beim Gittens, keine Ahnung. Wir haben schon genug so eine Saisonwunder erlebt, oder? Brauchst nur die ganzen Spieler nehmen, die von Frankfurt die letzten Jahre gewechselt sind. Das waren alles ein Saisonwunder. Kannst du quer durchgehen. Alle. Die haben es alle nicht geschafft beim großen Verein. Komplett. Egal, wo die dann danach rumgedümpelt sind auch nie wieder in die Form gekommen. Also, ja, immer mal abwarten, ey. Ja, natürlich, also um das nochmal rund zu machen, die Vertragssituation an sich ist eine Katastrophe. Ja, das habe ich ja auch schon letztens zu Ihnen gesagt, da können wir gerne nochmal abschließend sagen zu diesem Thema. Das ist eine Katastrophe. Dass du als Topverein dich selber in diese Lage gebracht hast, ist eine Katastrophe. Ja, eine absolute Katastrophe. Ich verstehe das, warum man das getan hat. Oder... Ja, warum man das getan hat, man hat nur dann die Eier nicht gehabt, um das durchzuziehen. Ne? Das ist so das Problem. Und so ein Kimmich hat natürlich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also der Gedanke war ja klar. So, Eber, gehen wir es nochmal durch. Eber kam zum FC Bayern, hat sich da hingesetzt, hat sich den Bums angeguckt. Sieht ganz viele Spieler, die 20 Millionen verdienen und absolut keinerlei Leistung auch nur annähernd in diese Richtung bringen. So, was hat ein Eber dann gemacht? Setzt sich da hin und sagt, jo, wir gucken uns das jetzt hier an die nächsten Monate und dann werden wir knallhart aussortieren, wer hier Leistung für den FC Bayern bringen möchte. So, das waren die Aussagen. Keiner dieser Spieler, keiner, nicht einer, hat dann in diesen Monaten auch nur ansatzweise die Leistung gebracht, wo man dachte, ja, der möchte auf jeden Fall unbedingt beim FC Bayern bleiben. Keiner. Also im Umkehrschluss hättest du alle abgeben müssen. Ja? Nach Eberts Aussagen.
Des Weiteren hat er sich da hingesetzt und gesagt, jo, hier, Fonsi, das ist das Angebot. Du hast jetzt 2 Wochen Zeit, das Angebot anzunehmen, ansonsten war es das. So. Und jetzt haben wir eine Never-Ending Story, weil Company kam und Company die alten Säcke zumindest mal aufgeweckt hat. Ist jetzt die Frage, würde ein Company das auch dauerhaft schaffen? Wird so ein Gnabry, wird so ein Coman wieder dauerhaft gute Leistung bringen? Oder ist das jetzt auch nur so eine Hochphase, um sich gerade nochmal zu präsentieren? Ja, wer weiß. Selbe Thema mit Goretzka. Kimmich will ich da rausnehmen, weil Kimmich immer noch der war, der Leistung gebracht hat von den genannten, wenn auch nicht auf dem Level, wie er es diese Saison zeigt. Und dann Fonsi Davies hat er auch wieder hingebogen, der hat auch wieder Lust. Ja, und jetzt stehst du da. Eigentlich hast du mit den Spielern abgeschlossen. Ja? Du wolltest einen Kimmich nicht verlängern, du wolltest einen Goretzka verkaufen, du wolltest sehr wahrscheinlich mit dem Sané nicht verlängern, was wir laut den üblichen Medien ja immer noch nicht wollen. Du willst einen Gnabry loswerden, du willst einen Coman loswerden und du wolltest einen Fonsi Davies den Stinkefinger zeigen und ihn dann beim FC Bayern halten und den Vertrag nicht verlängern. Keine Ahnung, was das sollte. Man hätte ihn, haben wir schon oft genug gesagt, auf die Tribüne knallen sollen und ein Statement setzen sollen. Das hat man nicht getan. Und deswegen sind wir jetzt in dieser Lage, in der wir sind. Deswegen stehen wir jetzt gerade so schlecht da. Ja, ja, Chapeau an Company. Der Verein gibt kein gutes Bild ab. Ja. Also wenn der Verein das kommuniziert hat, was er gesagt hat, dann hätte er eine Trainingsgruppe 2 in der Saisonvorbereitung machen müssen. So, fertig aus. So, dann hättest du dein Ding durchgezogen. Aber dann kommen wir natürlich wieder zum Umkehrschluss. Patron Uli Hoeneß, der gesagt hat, wir haben keinen Geldscheißer, wir kaufen jetzt keine Spieler mehr. So. Ich denke, dass wir einen Freund und einen Max Eberl auf jeden Fall getroffen haben, wie ein Blitz beim Scheißen. Hat man ja auch gesehen, dass wir an Doué noch dran waren und so weiter. Ja, da waren noch mehrere Spieler, wo wir dran waren auf den Flügeln. Ich denke, man wollte Gnabry, Coman und Sané da definitiv komplett austauschen. Das ging natürlich nicht, deswegen. Keine Ahnung, was man irgendwo verstehen kann. Ja. Da war keine klare Linie in unserem Verein. Ja, das ist das große Problem. Und jetzt stehst du wieder da und hast die gleichen Probleme, wie du sie die letzten Jahre hattest. So. Und jetzt kannst du es aber wieder schlechter verargumentieren, weil die Spieler ja auf jeden Fall wieder einen Step an ihre Form gemacht haben. Ja, haben jetzt 2 Jahre rumgepimmelt, jetzt haben sie mal ein halbes Jahr wieder Leistung gezeigt. So, was machst du jetzt? Hältst du jetzt an den Spielern fest? Hältst du an Coman, Gnabry, Goretzka fest? Versuchst du die doch loszuwerden im kommenden Sommer? Verlängerst du jetzt mit dem Leroy Sané, was Worst-Case-Szenario wäre, aber ich traue das unserem Verein sogar zu. Ja, und deswegen sind wir in dieser Lage. So. Man hat klare Ideen gehabt, hat dann nicht die Eier gehabt, das durchzuziehen. Plus, dass Company einen super Job gemacht hat. Ja, Lob und Anerkennung dafür, dass er die Spieler alle verbessert hat. Alle. Ja, muss man ganz klar so sagen. Und deswegen stehst du jetzt gerade da, so wie du stehst. So. Aber der Auftrag ist immer noch, du sollst Gehaltkosten einsparen. Wild, oder? Ja. Also muss jetzt ein Verein kommen und sagen, ach, guck mal, Kingsley Guy, wollte ich schon immer mal haben. Der hat noch 1,5 Jahre Vertrag, dann kannst du vielleicht 30 Mille einnehmen. Dasselbe mit Gnabry. So. Ja. Glaub nicht, dass jetzt noch ein Club kommt. Ja, vielleicht. Aber wenn, dann ist ja der erste Club, der immer gehandelt wird, ist ja Barcelona und die sind nicht flüssig, Alter. Wie sollen die nur ansatzweise eine Ablöse finanzieren? Geschweige denn das Gehalt. Können sie ja gar nicht registrieren, so ein Leroy Sané. Ja, oder so ein Kimmich. So, was wollen die machen? Die müssten ja schon De Jong dann im Austausch zu uns schicken. Damit ein Kimmich überhaupt registriert werden könnte. Ist halt wild. Wild, wild, wild. Aber ja, da geben wir kein gutes Bild gerade ab. Ne? Völlig Katastrophe. Ja. Das ist der Bums, der bei uns gerade abgeht. Und deswegen geben wir nicht so ein gutes Bild ab, weil, sind wir ehrlich,
Würden die Spieler nicht wieder diese Leistung bringen, wird das ja gar nicht diskutiert werden in der Öffentlichkeit. Ja? Wird das ja keine Rolle spielen. Wird ja keiner darüber diskutieren, was mit Fonzie Davis ist, was mit Leon Goretzka ist, was mit Gnabry, Coman, sonst was ist. Wird ja keiner darüber reden, was keinen interessiert, weil die Leistungen die letzten Jahre scheiße waren. Es hätte keine Argumente gegeben. Ja? Nur ansatzweise daran zu denken, mit diesen Spielern zu verlängern. So, deswegen ist ja jetzt auch schon anderthalb Jahre vor Vertragsende das Thema Musiala so groß, weil er halt nochmal einen Stepper gemacht hat und diese Leistungen bringt. Ne? Das ist das Thema. Deswegen steht man jetzt gerade ein bisschen dumm da als Verein. Ja, na klar muss ein Willens auch erstmal in München funktionieren, aber das ist ja ein System wie für ihn geschaffen. Also von der Spielweise her. Und wenn man eins gesehen hat bisher, das habe ich ja gerade auch gesagt, ist es ja, dass Vinny die Spieler ja echt hinbiegt. Ja, das sieht man ja. Also alles, was ein Tuchel schlechter gemacht hat, der jeden einzelnen Spieler schlechter gemacht hat, hat Kompany genau umgedreht. Ja. Deswegen haben wir es schon mit Vidal an. Ja, ist auch normal, oder? Wenn du die Möglichkeit hast, zu sagen, so, nee, du kannst ja überall hingehen, nur nicht innerhalb der Liga, weil wir nicht die Konkurrenten verstärken wollen. Ja, dann ist das so. Ja, die Frage ist, was Wirtz möchte. Wirtz möchte ja angeblich zum FC Bayern, wenn man das Glauben schenken darf. Aber das weiß man doch auch nicht. Ja? Das weiß man doch nicht, wie der Junge das in einem Jahr sieht, wie er es in 2 Jahren sieht. Warum soll er zum FC Bayern? Nee, komm, gehen wir es doch mal durch. So. Leverkusen spielt genauso einen erfolgreichen Fußball wie letzte Saison. Ist also die 2. Saison in Folge. Ja, warten wir mal ab. Champions League, wie weit sie kommen. Nehmen wir das Worst-Case-Szenario. Leverkusen gewinnt die Champions League. Ja, wird noch deutscher Meister und gewinnt den Pokal. Holt das Triple. Welches Argument gibt es denn dann zu sagen, ja, ich muss aber unbedingt zum FC Bayern gehen, weil... Ja, weil was? Ja, welches Argument gibt es dann? Das war doch immer das Argument beim FC Bayern. Das war doch immer das Argument, zum FC Bayern zu wechseln, von Leverkusen, von Dortmund, von was weiß ich wo. Du gehst zum FC Bayern, weil du weißt, ja komm, ich werde auf jeden Fall die nächsten 3 Jahre 2-mal Meister. Ich werde auf jeden Fall einen DFB-Pokal gewinnen, was wir schon die letzten Jahre elendig versaut haben. Und ich habe eine sehr, sehr hohe Chance, in der deutschen Mannschaft Champions League-Sieger zu werden. So. Das waren immer die Argumente. Aber gerade als Leverkusen-Spieler sind diese Argumente alle Schwachsinn. Ja. Bleibt das Argument Geld. Weiß nicht, ob jetzt so ein Spieler ist. Ich glaube eher nicht. So kommt er mir bisher nicht rüber. Sonst wäre er auch nicht schon so lange noch in Leverkusen. Ich meine, es ist ja nicht nur der FC Bayern an ihn dran. Müssen wir uns ja auch nichts vormachen. So. Wäre Leverkusen jetzt wieder abgestürzt die Saison, was ich gesagt habe, was nicht passieren wird. Ja, da haben mich ja alle für ausgelacht. Grüße gehen raus. Hätte das vielleicht anders ausgesehen. Ja. Aber es gibt kein Argument gerade sportlich. Also die Meisterschaft ist ja lange noch nicht safe, Alter. Das sind 4 Punkte. Ja, und guckt euch an, wie Leverkusen marschiert. Also die marschieren genauso, wie wir marschieren. Zwar mit einer anderen Art Fußball, logisch, aber die marschieren genauso. Ja. Wieso sollte man da jetzt, keine Ahnung. Da müsste er ja schon unglücklich sein. Und das Gefühl hat man ja nicht. Das Thema nervt natürlich gewaltig mit den Verträgen, ne, Donny? Das wird auch weiterhin gewaltig nerven. Da brauchen wir uns ja nichts vormachen. Das Gespann, was aus Mamouche wird. Ja, das ist genau so ein One-Hit-Wonder wie alle anderen auch. Hätte vorher auch in Wolfsburg gespielt und ja. Hat den einer wahrgenommen in Wolfsburg? Ich glaube nicht, oder? Ich gönn's ihn, vielleicht schafft's ja mal einer, ne? Ich weiß ja nicht, wo geht er hin? Oder ist er schon weg? Ich habe keine Ahnung, bin ja nicht drin in dem Thema. Aber guck dir die Spieler an. Guck sie dir an. Die letzten Jahre von Frankfurt gewechselt sind.
Guck sie dir an und guck mal, wo die jetzt spielen oder ob die spielen. Ja. Ja. Ich bin weiterhin der Meinung, dass im Sommer die Flügelspieler unsere größte Baustelle sind. Wir brauchen mindestens noch einen Ulisse, der dann auf links spielt. Ja, ich gehe da mit. Also wegen mir nochmal, ich werde meine Meinung auch nicht ändern. Da kann, keine Ahnung, da kann der Leroy die nächsten, bis zum Ende der Saison in jedem Spiel 2 Tore schießen. Dann bleibe ich trotzdem dabei, dass wir den Leroy nicht brauchen. Ja, gut, dann können wir sportlich darüber reden, für ein angemessenes Gehalt, aber erstens wird das nicht passieren, ja, und wegen mir, Coman, Gnabry sind viel zu verletzungsanfällig, Alter. Und ein Leroy ist viel zu, ja, keine Ahnung. Wie hat er am Spieltag morgens geschissen, abhängig. Hat er gut geschissen, ja, dann hat er Spaß, dann was weiß ich. Hat ihn seine Frau beim Rausgehen falsch angeguckt oder was, dann hat er keinen Bock zu kicken und dann kannst du ihn knicken, also. Ey, die kannst du alle drei, ja, let's go. Also Leroy kann gerne ablösefrei gehen, bin ich kopfschmerzenfrei. Und wenn du einen Coman und einen Gnabry noch los wirst mit einem Jahr Laufzeit für 20 Mille, ja, alles fein, Alter. Let's go. Ja. Allein das sind ja dann roundabout sehr, sehr niedrig geschätzt 50 Mille Jahresgehalt. Ja, wahrscheinlich noch mehr, die frei wären. Also. Ja, habe ich ja jetzt schon mitbeantwortet, Rosenhai. Alle drei. Alle drei. Weil die einfach zu viel Geld verdienen. Sorry. Also nichts gegen Coman, der spielt gerade echt stark wieder. Coman wird aber nie irgendwie noch ein Goalgetter werden. Ein Killer vom Tor oder sowas. Das ist nicht Comans Stärke. Das ist ja auch nicht schlimm. Aber das ist keine 17, 18 Millionen Jahresgehalt wert. Und vom Gnabry brauchen wir gar nicht erst anfangen, Alter. Und ein Leroy mit 20, bitte euch. Also. Nee, wir müssen einfach. Wir brauchen auf der, wie schon geschrieben wurde, auf der linken Seite auch jemanden so vom Format Ulisse, so diese neue Generation Außenspieler. Die hat einfach noch ein bisschen mehr können als nur, oh ja, ich habe ihn auf meinen starken Fuß, zieh nach innen und schieß aufs Tor. Oder wenn wir Glück haben, kriege ich mal eine brauchbare Flanke in den 16er. Ja, das sind ja unsere alten Flügelstürmer. Mehr können die nicht. Genau, alle wird er sagen. Tell hat er nicht hingebogen. Ja, da gehe ich mit. Aber da müssten wir halt mal ins Detail gehen. Aber das werden wir ja nicht erfahren. Ja. Also wir können ja nicht darüber reden, dass Tell keine Chancen bekommen hat. So. Ja, also der kann sich ja nicht beschweren, wie unter Tuchel so, er wurde 3 Monate ignoriert. Das passiert ja nicht. Also er ist eingebunden, er kriegt immer wieder Spielzeit. Ich habe schon 100 Mal gesagt, er sollte einfach seinen verfickten Verband endlich ablegen mit seinem Aberglauben-Scheiß und mal, keine Ahnung, vielleicht verdreht ihn irgendeine Olle den Kopf. Ich meine, der Junge ist 19, Alter. Vielleicht hat er Liebeskummer, was weiß ich was. Ja, weiß man ja immer nicht. Sind alles Menschen halt, ne? Also, dass er das Potenzial hat, brauchen wir nicht drüber reden, ne? Was nur ein bisschen wir ist, dass man sich da hingesetzt hat und gesagt hat, ja, das ist unser Backup für Harry Kane und dann spielt er nur außen. So. Was denn jetzt? Na? Keine Ahnung. Und aktuell, jetzt so die Halbzeit, die er gespielt hat, war ja ganz okay. Ja? Hat ein Tor vorbereitet, ja. Er muss einfach diese Galligkeit nach hinten haben, wie er sie nach vorne hat. Ja? Und dann braucht er einfach ein Tor. Er braucht, glaube ich, einfach gerade ein Tor, damit das Selbstvertrauen zurückkommt. So die Leichtigkeit zurückkommt, so, ne? Ja. Deswegen musst du ihn dann, wenn die Spiele in Anführungsstriche durch sind, musst du ihn halt reinwerfen. Ne? Und hoffen, dass es dann so kommt. Ja. Uli Hoeneß hat schon lange nichts mehr vom Stapel gelassen. Was ist da eigentlich los? Ja, was soll er denn gerade vom Stapel lassen? Vielleicht hat man ihn geknebelt oder was. Ich weiß es nicht. Damit er bei den Vertragsgesprächen jetzt ja die Fresse hält. Wild, oder?
Aber war nicht Uli Hoeneß auch damals, der Richtung Davis da ein paar Worte gesagt hatte? Ja, wahrscheinlich hält er deswegen gerade die Gosch, weil er dann seine Glaubwürdigkeit dann auch leidet. Wenn man jetzt mit Fonsi verlängert und den 18, 19, 20 Mille gibt, Alter. Dann steht er nämlich auch da wie ein Depp. Dann könnte man ihn mal fragen, was da passiert ist. Man City geht mal Mouche. Oh, okay. Ja gut, Pep könnte das hinkriegen. Ja. 80 Mille. Ja, Respekt. Ja, die Frankfurter machen es richtig, Alter. Die Frankfurter, die müssen doch jetzt mittlerweile ein Festgeldkonto haben wie der FC Bayern, oder? Also was die letzten Jahre verkauft haben, Alto Belly. Na, Goretzka, ob er die Kurve gekriegt hat. Also ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Können wir auch kurz angehen, komm. Machen wir mal das Thema Leon. Habe ich ja auch in der Analyse gesagt. War natürlich ein starkes Spiel von Leon. Ja, 100 Pro. Er konnte voll seine Stärken ausspielen. Was er in der Regel nicht kann beim FC Bayern. Wir haben es gesehen, er hat den Raum gehabt in der Mitte. Die Mitte war Freiraum. Er konnte den Sprint anziehen. Er hat einen guten Schuss aus 16, 18, 20 Meter. Ist immer gefährlich, Leon. Seine andere Stärke, ja, wenn die Chance da ist, rückt er auf in den Strafraum rein. Hat einen guten Kopfball, das ist Leon Goretzka. Punkt. Ja. Leon Goretzka ist kein Aufbauspieler, der irgendwie den geilen Pass in die Tiefe kann, der irgendwelche wahnsinnigen Lücken erkennt. Kann er natürlich auch ab und wann, ist aber mit Sicherheit nicht seine Stärke. Das Defensivverhalten, Alter, die letzte Viertelstunde war katastrophal gegen Wolfsburg. Vorher war es eigentlich echt gut. Wenn wir aber neben 90% der Spiele, die wir spielen, da haben wir das nicht. Da haben wir das einfach nicht. Du hast keine Räume vorne. Du hast vielleicht dann einmal pro Spiel, ja, wenn der Gegner gerade mal eine Ecke hat und super aufgerückt ist. Und du eroberst dann schnell den Ball, dann hast du vielleicht mal Räume. Ansonsten hast du diese Räume nicht. Ja. Und dann ist ein Leon Goretzka, meistens sieht er dann schlecht aus, weil er nicht was macht er dann? Spielt einen Ball quer wieder auf Kimmich. Spielt einen Ball wieder zurück. So, das ist dann Leon Goretzkas Spielweise. Ja. Natürlich rückt er dann auch immer auf in den 16er oder sowas. Aber meistens stehen dann da 5, 6, 18 Spieler. Also von der Spielweise her, glaube ich, ist Leon Goretzka nicht der Richtige mehr für den FC Bayern Fußball, den wir spielen. So. Auch im Gegenpressing, das ist auch nicht, wo ein Leon Goretzka ja raussticht, meiner Meinung nach. Da gibt es viel bessere im Kader. Wenn du dann noch siehst, dass wir den Bischof verpflichten, der eine Pressingmaschine ist, ähnlich wie Conny Leimer. Also mein Take ist, ein Goretzka wird keine Zukunft beim FC Bayern haben. So, kann sein, dass er nicht weg möchte, dann ist das so. Ja, dann wird der Vertrag in 1,5 Jahren auch auslaufen und das wird es gewesen sein. Vielleicht straft er mich aber noch Lügen. Ja, das werden wir sehen. Wie gesagt, die Leistung jetzt war stark. Gar keine Frage. Die andere Sache ist, guck mal, Leon ist ja auch einer der Spieler, also Leon war ja schon immer nicht der Konstanteste, wenn wir ehrlich sind. Der Konstante war immer Kimmich. So, ja. Ja, die haben zusammen eine gute Saison gehabt, da war Leon auch mal stark. Aber Leon hat auch immer das Problem gehabt, dann war er da verletzt, dann war er hier verletzt und da. Und dann hat er immer so 3, 4 Wochen gebraucht, bis er wieder auf einem guten Level war. Dann hat er wirklich 4, 5 Spiele gutes Level gehabt, dann war er wieder verletzt. Das ist diese Saison ja ein bisschen besser, liegt vielleicht daran, weil er ein bisschen weniger spielt, ich weiß es nicht. Aber Leon war ja immer so auf und ab. So von den Leistungen her. Ja. Weiß ich nicht. Wenn er jetzt sich wieder durchsetzt, ja, wie gesagt, erstmal Chapeau an Leon. Ja, definitiv. Keine Frage, wie es in Kompanie gesagt hat. Keiner, der sich beschwert hat, der rumgeheult hat oder sonst was, sondern er hat Leistung sprechen lassen. Das zu Recht. Er hat zu Recht gespielt, hat zu Recht gut gespielt, wird im nächsten Spiel zu Recht spielen, bin ich mir sicher. Aber was ist, wenn er wieder diesen Platz eingenommen hat? Ja? Gehen wir mal davon aus, es ist jetzt wieder so Leon wäre jetzt wieder Stammspieler. Unangefochten. So, bleiben dann die Leistungen wieder so? Warum musste man Leon so in den Arsch treten, damit er diese Leistung gebracht hat? Weil auch er eingefahren war wie alle anderen Spieler. Ja? Und das ist halt das Problem, was ich sehe. Ja, Kompanie, jetzt neuer Trainer, es geht um Verträge, weil der FC Bayern gesagt hat, jo, wir planen nicht mehr unbedingt mit dir. Und da haben jetzt alle auf einmal wieder den Arsch hochbekommen. Ja?
und kommen jetzt wieder so an ihren Leistungsmaximum. Aber was ist im besten Fall oder im schlimmsten Fall so, die Verträge würden alle verlängert werden, der Trainer ist jetzt im 2. Jahr da, der Trainer ist im 3. Jahr da. Was meint ihr denn, wie dann diese Entwicklung dieser Spieler wieder wäre? Meint ihr, die würden dann jetzt wieder so brennen, wie sie gerade brennen? Das wage ich zu bezweifeln. Ja. Also Leon Goretzka hat auch 2 Jahre vor sich hingedümpelt, Alter. So. Ist zu Recht kein Nationalspieler mehr gewesen. Völlig zu Recht. Ja. Nee. Sorry, das reicht dann einfach nicht. Wie gesagt, nichts dafür, dass er jetzt so wiedergekommen ist. Alles gut, gönne ich ihm auch. Ja, ich mag einen Leon vom Typ her, auch von der Art Fußball, aber... Nee. Auch da muss der Cut jetzt her. Feierabend. Du kannst dich einen Bischof verpflichten. Du hast einen Palhinha da und du hast einen Pavlovic da. Und wir vergessen immer Conny Leimer, der eine absolute Pressingmaschine ist. Und du fängst jetzt wieder an, Kimmich Goretzka da jedes Spiel aufzustellen. Also da könnte ich kotzen. Ja. Auch wenn sie es gerade gut machen, alles fein, ja. Nochmal, Leon spielt da gerade zurecht, hat zurecht gespielt. Gehe ich mit. Aber der Cut muss her am Ende der Saison, Alter. Punkt. Der Cut muss her. Es reicht schon, dass Kimmich immer eine Position belegt. Und du hast trotzdem noch 4 andere Spieler dann für eine Posi. Und dann stellst du noch jedes Mal wieder einen Leon dahin, oder was? Der dann nur in 5% der Spiele funktioniert oder dir einen Mehrwert bringt. Weil dann der Gegner mal ein bisschen offensiver, ein bisschen rausrückt, ein bisschen Platz da ist. Dann funktioniert Leon Goretzka nämlich super. Ja? Und ansonsten Katastrophe. Ja, sehe ich genauso, Rosenheim. Ich weiß nicht, ob ein Leon jetzt nur 3 Spiele gut spielt. Ich denke, der hat gerade ein bisschen den Kitzel gekriegt, ja, weil, wie gesagt, Verkaufskandidat, Pavlovic hat ihm Rang abgelaufen. Was machst du dann? Entweder resignierst du oder du hinterfragst dich. Das hat er getan. Er hat einen Arsch hochgekriegt. Ja, spielt gerade super Fußball. Alles ist gut. Hat gerade einen kleinen Lauf. So. Die Frage ist, was wäre, wenn? Ja. Aber das werden wir dann vielleicht sehen. So, wenn Leon jetzt wieder öfter spielt, wir werden sehen. Ja, dann schauen wir mal. Bin gespannt. Ich finde das Goretzka, Kimmich Mittelfeld eher so semi. Wir haben schon so viele vielversprechende Talente verloren. Nur damit die beiden durchdrücken kann. Ich hoffe, dass Pavlo und Palhinha bald wieder bei 100% sind. Ja, also es ist ja okay. Also erstmal gehe ich da mit. Ne? Ist auch meine Meinung. Aber es ist ja okay, wenn Kimmich und Goretzka das zeigen, was sie gerade zeigen. Ja, wie gesagt, das letzte Spiel war gut von beiden. So, da gibt es gar nichts zu kritisieren. Ne? Wenn sie das zeigen, Spiel für Spiel für Spiel für Spiel, ey, alles gut. Ja, dann habe ich da gar kein Problem mit. Aber das ist ja das Problem in der Vergangenheit gewesen. Wenn dann mal einer von den beiden das nicht zeigt, spielen sie trotzdem. So, das ist auch immer das große Problem beim FC Bayern gewesen. Wie du sagst, Gravenberch, Sabitzer, Marc Rocker, geh sie durch, Alter. Die haben alle ihr Potenzial gehabt. Ob sie jetzt alle das Potenzial für den FC Bayern hatten, sei mal dahingestellt. Aber sie alle haben keine faire Chance bekommen. Und obwohl Kimmich und Goretzka grottenschlecht waren. Ne? So, wenn sie jetzt gut performen, beide gut spielen, ja, alles gut, dann wird ein Palhinha nicht in diese Mannschaft rücken. Ja, da müssen wir uns auch nichts vormachen. Dann hast du 50 Millionen umsonst ausgegeben oder für, keine Ahnung, fürs Champions League Halbfinale, wenn du gegen Gegner spielst, der ähnlich stark ist wie du, dann stellst du ihn vielleicht mit auf dem Feld und das wird es gewesen sein. So. Das wird die spannende Frage sein, ja, und das wird auch die spannende Frage bei Kimmich sein. So, Kimmich spielt unglaublich viel. Wir werden sehen, ob er das durchsteht oder ob er irgendwann den Einbruch kriegt und wieder seine 3, 4 schlechten Spiele hat, wieder seine defensiven Aussätze hat. So, wird dann der Trainer die Eier haben, wenn das bei einem Spiel so ist, zu sagen, komm Josh, bleib mal draußen, ich stelle da jetzt mal einen Palhinha hin oder ich stelle da mal einen Pavlovic hin. So, das sind die Sachen, die interessant werden. Ne? Wenn das passiert, alles gut. Wenn das nicht passiert, ja, dann werden wir die gleichen Probleme haben wie die letzten Jahre. Aber aktuell sieht es ja gut aus, ne? Also von daher, gerade gibt es da keine Probleme. Ja. Leon gesetzt ist, weiß ich nicht. Aber Fakt ist,
sie funktionieren besser also sie haben besser zusammen funktioniert wie vorher Kimmich Pavlovic. Ja, in dem Spiel. Wobei man fairerweise sagen muss, dass Kimmich jetzt teilweise defensiver agiert hat, als wo er mit Pavlovic auf dem Feld war. Da stand dann Pavlovic ja mehr auf den Füßen und hat ihm gar keinen Raum gegeben, das Spiel mal zu gestalten. Ja? Das habe ich nicht ganz verstanden. Ja, Blondie, ist auch richtig. Er war auch nicht gut. Was heißt nicht gut? Aber er war nicht gut, er war nicht schlecht, ja. Da gehe ich ja 100% mit. Deswegen habe ich auch gesagt, es ist völlig zu Recht, hat Leon Goretzka gespielt, ja. Und er hat es ja auch gezeigt dann mit den beiden Toren und mit einer starken Leistung. So. Ohne Frage. Aber du musst auch ein bisschen sehen, nochmal, dass Kimmich ihm schon auf die Füße stand. Wenn du das Spiel gesehen hast, hast du mal gesehen, wie oft Pavlo und Kimmich nur 3 Meter auseinander standen? Ja, da war absolut keine Abstimmung da. So, Kimmich wollte wieder alles machen. Kimmich war Achter, Sechser und alles gleichzeitig. Ja? Pavlovic konnte ihn irgendwie nicht einbremsen. Und Kimmich hat ein gutes Spiel gemacht, gar keine Frage, ja. Aber dadurch konnte sich ein Pavlo gar nicht in Szene setzen. Ja? War auch gar nicht benötigt. So. Und das war mit dem Leon dann ein bisschen anders auf dem Feld. Naja, Leon hat 2 Tore gemacht, Alter. So, über was reden wir? Ja, ich gehe da mit dem, was du schreibst. Ja, ich bin da 1:1 deiner Meinung, aber aktuell, wie willst du das aktuell argumentieren? Ja, pass mal auf, Leon, ich nehme dich jetzt raus. Du hast nur 2 Tore gemacht als defensiver Mittelfeldspieler oder als zentraler Mittelfeldspieler oder was? Weißt du? Also ich gehe da mit. Mit Sicherheit hat ein Pavlovic das bessere Aufbauspiel, ja, und das viel bessere Aufbauspiel. Und ich denke auch, dass ein Pavlo ähnlich torgefährlich ist, wenn er denn in die Räume gehen kann. Ja. Aber aktuell gibt es da keinen Grund für. Das muss man auch sagen. Es wäre halt nur schön, wenn das überall auf dem Feld so wäre. So leistungsbezogen. Da haben wir halt so ein bisschen... Aber gut. Aktuell gibt es halt nichts zu meckern bei uns. Über was sollen wir mosern, Alter? Gib es nicht. Wir haben alle Spiele gewonnen. Alles ist gut. Ja? Wir müssen die nächsten Spiele noch gewinnen und dann kommt der Februar mit den 3 Knallerspielen und danach können wir dann mal gucken, was Phase ist. Ja? Bin ich sehr gespannt. Ja, so sieht's aus. Und die Graugänse sind ja auch schon wieder gelandet in Barcelona, ne? Der Flick ist ja auch schon wieder 7 Punkte hinter Real. Nur so kleine Randbemerkung für Chico, wenn er sich das Video auf YouTube anguckt. Grüße gehen raus. Der Februar wird wegweisen. Das ist vollkommen richtig, ja. Das ist vollkommen richtig. Da gehe ich mit. Können wir ja auch kurz reinduschen. Gut, Feyenoord ist jetzt auch schon ein bisschen wegweisend für den Februar, wenn wir ehrlich sind. Weil dann werden wir 2 Spiele mehr haben. Ist die Frage, ob das schlecht oder gut ist. Weiß ich nicht. Freiburg ist gerade nicht wirklich gut drauf. So wie wir gerade drauf sehen, musst du das Spiel gewinnen. So, dann haben wir Bratislava, nichts gegen Bratislava, die musst du wegknallen. Feierabend. So, dann kommt der Februar. Da starten wir erstmal sanft rein mit Kiel, wobei man die auch nicht unterschätzen darf. Wenn nicht wir, wer weiß es sonst, ne? Dann Bremen. Bremen ist so ein bisschen Wundertüte aktuell, würde ich sagen. Mal hopp, mal top. Mal so mittel. Freitagsspiel. Abwarten. Dann in Leverkusen wird wahnsinnig schwer in Leverkusen. Dann zu Hause gegen Frankfurt. Ja, wenn Mamouche weg ist, werden wir mal sehen, wie sie es auffangen können. Haben wir immer noch den Ekite oder wie er heißt. Mal abwarten. Aber Frankfurt sollte man auch nicht unterschätzen. Auch da können wir ein Liedchen von trillern. Dann in Stuttgart. Stuttgart ist gerade wieder richtig erstarkt. Ja. Wenn die 3 Spiele durch sind, das wird wahrscheinlich Spiel gegen Platz 2, gegen Platz 3 sein. Wahrscheinlich gegen Platz 4, wenn es so weiterläuft. Oder Platz 5. Ja. Dann weißt du eventuell mehr. Wenn die Spiele alle unentschieden ausgehen, dann weißt du immer noch nicht mehr.
Kommt auf an, was Leverkusen dann macht. Ne? Aber ja, die 3 Spiele werden wegweisend werden. Ne? Aber da hätten wir dann halt den Vorteil, wenn es ein Vorteil ist für den FC Bayern, dass du immer eine Woche Pause hättest. Und nicht noch irgendwie Pokal oder ein Champions League Quali-Spiel dazwischen oder sowas. Was Stuttgart ja definitiv haben wird, wenn sie sich noch qualifizieren sollen, zum Beispiel. Ob das Vorteil oder Nachteil ist, wird sich dann zeigen. Unter Tuchel war es eher Nachteil immer. Letzte Saison, da waren wir immer schlechter, wenn wir mal eine Woche Pause hatten. Erinnern wir uns das legendäre 5:1 in Frankfurt. Da haben wir ja eine Woche top vorbereitet, top Training gehabt und haben eine Leistung gezeigt, als hätten wir so gar keine Lust, Fußball zu spielen. Von daher weiß man auch nicht, ob das dann so gut ist. Wir werden sehen. Aber ja, diese 3 Spiele sind dann wegweisend. Ne? Wenn du die 3 Spiele verkacken solltest, wenn du wieder super spielst, gewinnst die aber nicht, malen wir den Teufel nicht an die Wand, aber dann könnte Leverkusen mit 3, 4, 5 Punkten weg sein. So, ne? Weiß man nicht. Gewinnst du natürlich gegen Leverkusen, gewinnst danach gegen Frankfurt und Stuttgart, ja, Alter, dann kannst du die Meisterfeier buchen. So, dann müssen wir uns auch nichts vormachen. Ne? Ohne überheblich zu klingen. Aber du hast dann die 3 schwersten Gegner weg. Hast du irgendwann nochmal Dortmund oder spielst du zu Hause. Spielst gegen Mainz noch zu Hause. Auch das einzige schwere Spiel wäre dann vielleicht noch in Leipzig oder was. Alles andere musst du dann aber auch, da musst du die Meisterschaft einfahren. Ne? Von daher gehe ich da mit, ja. Der Februar ist wegweisend für uns. Ja. Die Frage ist halt, ob es besser wäre, wenn der Konkurrenzkampf länger da ist. Ne? Auch das wissen wir ja nie. Pam, hallo, hab dich seit 2 Monaten entdeckt. Und schaue alle Videos, macht echt Spaß. Danke für deine Mühe. Vielen lieben Dank. Golio, servus. Was geht? Ja, ich glaube auch, das ändert ja nichts an der Art, wie Frankfurt Fußball spielt. Ne? So klar, die Tore werden fehlen von Mamouche. War ja schon auf Harry Kane-Niveau. Ich weiß nicht, ob er auch Elfer geschossen hat in Frankfurt. Wenn nicht, war es natürlich sogar noch einen Tacken besser wie Harry Kane-Niveau. Der wird den schon abgehen, ne? Gar keine Frage, aber wie gesagt, es ändert ja nichts an der Art, Fußball zu spielen. Ne? Und bisher hat Frankfurt es ja immer wieder aufgefangen. Wie gesagt, geht mal zurück im Kopf, wen Frankfurt die letzten Jahre verkauft hat. Ne? Und haben es immer wieder aufgefangen. Also wenn der FC Bayern schlau wäre, zumindest wenn man den glauben darf, was man so gelesen hat, würde man Mathys Tel nach Frankfurt lassen. Ne? Entweder mit einer Rückkaufklausel oder mit einer Leihe, wenn Frankfurt sich darauf einlassen würde. Also ich glaube, Mathys Tel könnte nichts Besseres passieren, Alter. Ich glaube, der würde da genau reinpassen in das System. Aber das will er ja anscheinend auch nicht. So. Das ist ja das andere Thema. Aber klar wäre natürlich dann noch übel, wenn der uns dann irgendwie 2 einschenken würde. Pizarro zurückholen. Spielt er noch Fußball oder was? Pizarro zurückholen. Ist der nicht in unserer Legendenmannschaft, Alter? Serranto, moin. Ja, ich würde das auch begrüßen halt. Ne? Die Spielzeit ist halt super wenig bei uns. Und die wird ja nicht mehr werden. So. Weißt du, wenn da die Aussicht darauf wäre, dass ein Mathys Tel mehr Spielzeit bekommen würde bei uns in den nächsten Wochen oder Monaten, würde ich ja sagen, ja geil. Ne? Ihr wisst alle, ich bin Tel-Fan, ich mag ihn, ich denke, er hat ein Riesenpotenzial. Er muss jetzt halt mal ein Erfolgserlebnis haben. Aber selbst wenn er das haben sollte, sagen wir mal, Mathys Tel kriegt jetzt die Kurve. Ne? Keine Ahnung. Wird jetzt eingewechselt, macht eine Hütte, danach auf einmal wieder dieser Leistungssprung, wie er mal unter Tuchel diese Phase hatte. Selbst wenn er diese Phase haben sollte, wird er ja nicht jedes Spiel machen, Alter.
Du hast einen Kingsley Coman, du hast einen Serge Gnabry und du hast einen Leroy Sané. Ja, nehmen wir vielleicht Sané raus, aber Sané ist ja irgendwie, weiß ich nicht, Sonderstatus. Nehmen Coman, der gerade wirklich eine starke Form hat. Gnabry, der auch gleich wieder gut performt hat, seitdem er da ist. Michael Olise brauchen wir nicht reden. Das Thema können wir vielleicht gleich noch machen. Der absolut gesetzt ist, meiner Meinung nach. So, selbst wenn Tell jetzt gerade explodieren würde, würde er nicht jedes Spiel bekommen. Würde er nicht. Ja? Es sei denn, man würde ihn in die Mitte stellen. Und da sieht man ihn ja anscheinend nicht. Also die Aussicht auf Spielzeit ist nicht wirklich gegeben. Ja? Von daher, aber ich kann es natürlich auch verstehen so. Ich hätte auch keinen Bock, wenn ich, keine Ahnung, wenn es wirklich so ist, wie er es erzählt hat, so er ist bei seinem Traumverein, ja, dann hätte ich auch nicht die Lust zu sagen, keine Ahnung, ja, jetzt gehen wir da ein halbes Jahr hin oder gehen wir da ein Jahr hin. Ja, wenn du da keinen Bock zu hast, hast du keinen Bock dazu, so, weißt du? Wird man sehen, ob sich das rächt oder nicht für ihn jetzt. Ja, das sehe ich ja genauso. Ja, ich würde ihn halt auch auf der 9 bringen. Ich habe es ja auch im letzten Stream gesagt und davor im Video. Ich weiß nicht, warum man das nicht tut. Ja, ich verstehe es nicht. Also anscheinend hat man da ja eine andere Absprache getroffen. Ich habe es ja letztes Mal auch schon gesagt. Man hatte sich da hingesetzt in der PK und hat gesagt, ja, Mathys Tel bleibt beim FC Bayern, weil wir sehen Mathys Tel nicht auf der Außenbahn, weil da ja auch super viel Konkurrenz ist. Wir sehen Mathys Tel als Backup auf der 9. So. Das war die Aussage von Vincent Kompany in der Pressekonferenz. Ja. Und 2 Spiele danach, ich weiß nicht, war es vor Dortmund oder was, wir spielen ohne Stürmer, weil Harry Kane verletzt ist. Wir stellen vorne im Heimspiel einen Rafael Guerrero rein, anstatt einen Mathys Tel. Und danach stellen wir einen Thomas Müller dahin. Ja. Dann wird sogar Mathys Tel eingewechselt, Alter. Und dann geht er auf die linke Außenbahn. Ja. Also brauchen wir nicht mehr darüber reden, dass der FC Bayern Mathys Tel auf der 9er-Position sieht. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Das ist so eine interne Geschichte. Aber das wäre doch das Einfachste gerade. Ja. So, Harry Kane ist keine 25 mehr. Ne? Wenn wir diese Spiele haben, die nach einer Halbzeit durch sind, wo es 3-0 steht, ja, dann nimmst du Harry Kane raus, wird ihm mit Sicherheit gut tun, ja, und stellst den Mathys Tel da vorne auf die 9. So. Aber nein, dann stellt man da lieber einen Serge Gnabry hin oder einen Thomas Müller oder im schlimmsten Fall einen Rafa Guerrero, Alter. Ja, was ist das denn dann auch für ein Zeichen? Ja? Verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht wollte man ein bisschen Druck aufbauen auf Mathys Tel, damit er sagt, jo, komm, ich lass mich doch verleihen. Weiß ich nicht. Vielleicht war das ein Gedanke. Wenn, dann ist der Schuss nach hinten losgegangen. Ja? Und noch schlimmer ist, wenn man Mathys Tel dann auf die rechte Seite bringt. Da kommt er gar nicht klar. Da ist er maßlos überfordert. Ja? Katastrophe. Naja, das ist ja auch okay, dass das Training beurteilt wird. Ja, das Thema haben wir ja die letzten Jahre über gehabt. Ja, das ist völlig fein, dass das Training beurteilt wird. Nur letzte Saison war es ja so, da kam ja auch immer das Argument, ja, du weißt ja gar nicht, wie das Training ist. Wenn ein Spieler zweimal hintereinander eine schlechte Leistung im Spiel bringt, in jedem Training aber der beste Spieler ist, dann drauf geschissen, Alter, dann brauchst du den in der ersten Elf halt auch nicht. Ne? So, das Problem haben wir jetzt gerade nicht. Ne? Unsere Spieler liefern alle, alles ist fein. Nur um das mal aufzudröseln. Du musst das Training nicht sehen. Ne? Der kann Trainingsweltmeister sein, wenn er das nicht auf den Punkt bringt, wenn es um was geht, dann brauchst du ihn nicht. Fertig. Ja, dann kannst du ihn in jedem Training nehmen als, was weiß ich, als Antreiber oder was, aber den brauchst du dann nicht in der ersten Elf, Alter. No? Naja, Max Ebel hat es doch klar verneint, dass wir uns mit dem Nkunku beschäftigen, oder? Sind wir wieder bei dem Thema. Ja. Sky und Sportbild, oder was? Ich glaube auch nicht, dass ein Uli Hoeneß seine Meinung geändert hat, von wegen, wir haben einen Geldscheißer. Ich glaube nicht, dass man hingeht und jetzt in der Winterpause 60, 70, 80 Millionen für einen Nkunku an Chelsea zahlen würde. Also, wird mit Sicherheit nicht passieren. Ja, über was reden wir?
Man hat im Sommer nicht zugelassen, dass man den Doué verpflichtet für, was waren es, 50, 60. Der, was weiß ich, 6 Jahre, 7 Jahre jünger wäre. Also, jetzt einen Nkunku zu kaufen für 60, 70, 80 Mille ist Schwachsinn. Ja. Wenn du ihn irgendwie ausleihen kannst oder was, ja, let's go. Ja. Aber ansonsten, obwohl ich ihn mag. Ich fand ihn mega stark in Leipzig. Ne? Aber ja, wie wir auch festgestellt haben, ist er natürlich auch verletzungsanfällig. Aber bei ihm ist halt immer so, sieht man ja auch an seinen Werten, bei Chelsea, ja, selbst wenn er verletzungsanfällig ist, Alter, hat er immer noch mehr Tore und Vorlagen wie unsere anderen 3 Außenspieler zusammen, Alter. Ja. Das muss man mal sehen. Das ist halt wild. Weiß ich nicht, er ist halt zu alt, oder? Ist er nicht 28 oder was? Ist dann 29? Willst du für einen 29-jährigen Außenbahnspieler, wovon du 3 Stück in deinen eigenen Reihen hast, dann 60, 70, 80 Millionen zahlen? Das fühle ich nicht, Alter. Das fühle ich für einen 21-jährigen, ja, wo du dann weißt, komm, da habe ich die nächsten 10 Jahre Ruhe, wenn er die nächsten Step macht. Aber doch nicht für einen, der dann 3 Jahre bei dir ist. Und was kriegst du nach den 3 Jahren noch? Du kriegst doch dann keine 30 Mille mehr. Wie du bei unseren Spielern sehen, Alter. Sollten wir die loswerden im nächsten Sommer, dann kriegst du vielleicht 20 Mille für so einen Koman. Es sei denn, Koman überwindet sich und geht nach Saudi-Arabien, ja. Dann kriegst du vielleicht deine 40, aber weiß ich nicht. Schwierig. Ich meine, wenn Chelsea sagen würde, komm, 30, 40 Mille, dann kannst du das ja vielleicht noch irgendwie argumentieren, wenn das Gehalt auch dementsprechend wäre, aber weiß ich auch nicht. Der wird ja wahrscheinlich auch seine 15, 16, 17 Mille oder wenn nicht mehr verdienen, oder? In England. Dann wird er bestimmt nicht nach Deutschland kommen und sagen, oh ja, komm, ich nehme die Hälfte. Ja. Ja, ich auch, Gordio. Let's go, Alter. Aber sofort. Kannst du wegen mir auch noch einen Serge mit drauf geben. Alles gut. Ich schickst dir die Flügelzange dahin, Serge und Sané und wir nehmen Nkunku. Gehe ich mit. Feuer frei. Nee, aber zu Michael vielleicht nochmal ein Wort. Das ist vielleicht das Einzige, was man so im letzten Spiel kritisieren kann. Ich hoffe, das war eine Eintagsfliege, ne? Dass man einen Ulisse von der rechten Seite wegnimmt, damit ein Leroy unbedingt auf seiner verfickten rechten Seite spielen darf, Alter. Also, ohne Witz, wenn ich mir das nochmal antun muss, Junge, dann ey, alles gut. Leroy hat davor ein gutes Spiel gemacht. Ja, dass man dann sagt, ja, ich sehe einen Leroy, ja, ich lasse ihn auf dem Feld. Kann ich irgendwo nachvollziehen, ja. Aber dafür einen Michael zu opfern, der stärkste Offensivspieler in dieser Saison war auf den Außenbahnen, ist ja wohl ein schlechter Witz gewesen, oder? Habt ihr mal gesehen, wie lost der die ersten 25 Minuten war? Ja, wie lost der war? Wie er immer wieder automatisch, oh, scheiße, ich bin ja schon wieder auf der rechten Seite, hier darf ich gar nicht sein. Ja, Katastrophe. Katastrophe. Und das für Leroy, ich bin der Größte, oder was? Junge, ey. Hat mich das aufgeregt, könnt ihr euch nicht vorstellen. Ey, dann hättest du Maike am besten draußen gelassen. Ohne Scheiß. Junge, Junge. Dann stell den Leroy in die Mitte. Na? Katastrophe. Habe ich gar nicht verstanden. Warum man sich dieser Stärke beraubt hat. Ja? Ich meine, Leroy hat es ja auch nicht geliefert. Ja, hat den guten Schuss gehabt, keine Frage. Danach nochmal 1, 2 gute Aktionen, aber dann war es auch wieder so mittel. Ja? Weiß ich nicht. Ey, ich hoffe, damit ist das Thema auch durch, ne? Wenn der Leroy spielen möchte, ja, alles gut. Entweder kommst du dann nach 60 Minuten für den Michael, wenn der Michael schon geliefert hat und das Ding durch ist. Ansonsten gehst du auf die linke Seite als Konkurrent für Kingsley Coman, Alter. Und das war's, ja. Junge, Junge. Wild. Ganz wild. Naja, du musst ja mal gucken, wann wir die abgeben. So, der FC Bayern gibt ja meistens auch keinen, außer Thiago, ja.
Thiago war so ein Ding, denke ich, so dankbarkeitsmäßig auch, ja. Dass man ihm da keine Steine in den Weg legen wollte, was auch völlig fein ist. Aber ansonsten, wir sind ja nicht Dortmund oder Frankfurt, Alter. So. Das wäre ja jetzt so, als würde der FC Bayern jetzt einen Musiala abgeben. So. Ja. Oder der FC Bayern würde nächste Saison Michael Olise abgeben. Dann würdest du das Geld kriegen, aber das tun wir ja nicht. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja die besten Spieler bei uns haben. Deswegen geben wir ja Spieler ab, die es halt nicht gepackt haben bei uns. So, und soll dann ein Verein kommen und sagen, boah, geil. Ey, ich als FC Liverpool nehme doch den Spieler vom FC Bayern, der es nicht gepackt hat. Ich meine, das haben sie beim Gravenberch getan, weil er jung war. Alles gut. Da hat man ja genug Kohle für bekommen, dafür, dass er ein Jahr nicht gespielt hat. Aber was erwartest du denn jetzt? So, welcher Verein soll denn jetzt kommen und sagen, bah, ey, lieber Sané, ne? Ich meine, der ist gerade ablösefrei. Der ist gerade ablösefrei. Liest du da irgendwelche tollen Gerichte, dass ja, der FC Liverpool, Manchester United, Real Madrid, Paris Saint-Germain, selbst Newcastle United gerade an Leroy Sané dran ist? Ich habe davon nichts gehört. Ja? So, und der ist ablösefrei. Ja, wer hätte denn letztes Jahr kommen sollen und sagen sollen, bah, ey, lieber FC Bayern, ich kaufe euch einen Leroy Sané für 50 Millionen ab. Weil er so super stark ist. Kingsley Coman, Serge Gnabry, Leon Goretzka, selbst Joshua Kimmich. So, auf welchen Leistungen hättest du denn gern die Ablöse gesehen? Ja, das ist doch das Problem. Wenn wir Spiele abgeben, geben wir Spiele ab, weil sie es nicht bringen beim FC Bayern. So, sonst geben wir die Spieler ja nicht ab. Deswegen erzielen wir nicht diese Ablöse. Du kannst ja froh sein, dass ein Mané sich hat breitschlagen lassen und nach Saudi-Arabien gegangen ist, Alter. Sonst hättest du ja das absolute Minusgeschäft gefahren. Ja. Und ich meine, dass du einen Hernandez noch für das Geld verkauft hast, Chapeau, Alter. Ja. Das war jetzt auch nicht so wenig dafür, dass er 70% verletzt ist. Ja. Und ist ja jetzt bei Paris auch verletzt gewesen. Ich weiß nicht, ob er immer noch verletzt ist. So. Wir geben ja jetzt keine Spieler ab, wo du sagst, Bombe, Alter. Das ist doch das Thema. Ja? Deswegen kriegst du nicht das Geld, wie es Dortmund kriegt, wie es Frankfurt kriegt oder keine Ahnung, wie es Leverkusen für einen Wirtz kriegen würde. Dann müsstest du halt Musiala abgeben, dann würdest du auch deine 150 Mille kriegen, ja. So, aber das ist ja nicht Sinn des FC Bayern. Deswegen erzielen wir nicht diese super vielen hohen Einnahmen. Und trotzdem erzielen wir immer viele kleine, die sich zusammenleppern. Ja? Ja, sehr wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich wird das beim Tell so sein, wenn er sich nicht irgendwann drauf einlässt. Ne? Wie gesagt, es sei denn, es verlässt noch ein Spieler jetzt in der Transferphase uns. Ein Außenbahnspieler. Dann steigen die Chancen vielleicht ein bisschen. Aber selbst dann muss er erstmal die Kurve kriegen. Ne? Ja, Michael muss immer starten. Michael muss absolut gesetzt sein. Das ist, wie gesagt, das ist eine Maschine, der Typ. Ja. Also, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, Alter. Ja, Sané hat für mich auch keine Zukunft. Gar keine. Ich würde den auch nicht für 5 Millionen verlängern. Sag ich euch, wie es ist. Ja. Ich meine, das wird eh nicht passieren. Ja. Ich denke mal, so auf 15 würde er sich wahrscheinlich einlassen. Aber sorry, nee. Ey, ich kann es nicht mehr sehen. Sorry, das ist aber... Ey, der kann ein super netter Mensch sein. Ich weiß das nicht. Ist er wahrscheinlich sogar, ja. Das kann ja auch alles nur so aussehen. Und er ist gar nicht so, wie es rüberkommt, so auf dem Fußballfeld. Aber ich kann es nicht mehr sehen, Alter. Ich kann dieses... Boah, ich kann es nicht. Sorry.
ich kann es nicht. Ja? Aber mein Lieblingsspieler war auch Javi Martinez, Alter. Ja? Oder so Michael, so. Das sind Spieler, mit denen komme ich klar. Ja? So, der ist in sich gekehrt, der ist Egozentrik, dem ist das egal, Alter. Der zieht sein Ding da durch, Vollgas nach hinten, nach vorne. Da ist kein dievenhaftes Verhalten, kein Schauspielerei, kein Kopf hängen lassen, kein Abwinken, wenn er einen Ball mal nicht kriegt. Der zieht durch. So, und genau das Gegenteil ist Leroy Sané für mich, Alter. Na, ich kann es nicht mehr sehen, Alter. Ich sehe es seit, 4, 5 Jahren. Ey, ich krieg's kotzen, Alter. Ja, und wisst ihr, was das Allerschlimmste ist? Da macht er 3 gute Spiele und dann gilt der gleich wieder als der neue Lionel Messi, Alter. Das verstehe ich nicht, wie ein Spieler so ein Standing haben kann mit so durchwachsenen Leistungen und solchen Auftreten, Alter. Das ist das Schlimmste noch. Junge, guck dir den Wirtz an. Das ist auch das beste Paradebeispiel. Im Gegenteil. Junge. Nee. Ey, dann weiß ich echt nicht mehr, ne? Wenn der verlängert wird, ey, dann weiß ich echt nicht mehr weiter. Dann falle ich auch vom Glauben ab. Was unseren Verein angeht. Also dann ist... Ey, wir können über den Kimmich gerne streiten, so, ne? Aber solltest du mit Coman, Gnabry, Goretzka, wo nächstes Jahr die Verträge auslaufen und einen Sané verlängern, Alter, dann weiß ich nicht. Dann kannst du... nee. Ja. Also, die müssen alle 4 gehen. Sorry, die Zeit ist einfach vorbei. Punkt. Wir gucken uns die Scheiße seit 3 Jahren an. Sind wir großzügig, sagen wir mal, seit 1,5 Jahren sind die Leistungen unterirdisch. Ja, unter Vini haben sie jetzt wieder die Kurve gekriegt einigermaßen. Ey, aber es reicht einfach nicht mehr für den FC Bayern. Und guck dir Coman, Gnabry, was ist das? 28, 29, über was reden wir da? Leon dasselbe. Ja, es wird Zeit für die neue Generation. Feierabend. Ja. Und wenn du sie nicht los wirst im kommenden Sommer, ja, dann muss ich Verträge auslaufen lassen. Dann ist das so. Ja, dann ist das peinlich, aber dann ist das so. Ja, das ist egal, was eine Kompanie will. Punkt. Ja. Ist doch, was er auch immer sagt. Er entscheidet das doch auch nicht. Und das tut er auch nicht. Feierabend. Und auf welchen Leistungen bezogen? Auf welchen Leistungen bezogen? Auf ein gutes Spiel, was wir jetzt von Leroy gesehen haben? Wir können gerne die Statistik reingucken von unseren Außenstürmern. Da ist Leroy der schlechteste. So, auf welcher Grundlage sollte man auch nur daran denken, mit dem Leroy zu verlängern? Da kann Kompanie ihn bis zum Ende der Saison aufstellen. Ja? Das ändert ja nichts daran. Du musst ja die ganzen letzten Jahre sehen. Selbst wenn Leroy jetzt ein gutes halbes Jahr haben sollte, ja? Das ändert doch nichts an den letzten 5 Jahren, Alter. Du musst doch die 5 Jahre jetzt mal sehen. Und die 5 Jahre, ey, das war niemals im Leben 100 Millionen Gehalt wert. Ja? Das war niemals, wo man sagt, boah, das war richtig Bayern-like. Ja, da kannst du ja noch Coman den ehesten nehmen. Wenn King nicht so viel verletzt gewesen wäre, ja. So, dasselbe bei Gnabry. Das ist die 1:1 Kopie wie Leroy. Das ist 1:1 dasselbe. Nur, dass der nicht dieses boah, ich habe keinen Bock Gefühl. So, da hast du immer so das Gefühl, oh nee, ich mache mich heute dreckig, ich kann heute nicht so. Weißt du? Aber ansonsten ist das 1:1. Beide haben immer ihre guten Phasen gehabt, aber niemals mal... Ey, ich erinnere mich nicht an eine Saison, wo man mal sagen würde, boah, die haben mal eine starke Saison konstant gespielt. Erinnere ich mich nicht. Nicht bei Serge und nicht bei Leroy. So, und das reicht nicht für den FC Bayern, Leute. Ja, das reicht nicht für den FC Bayern. Punkt. Und wir haben sie trotzdem seit 5 Jahren da. Ja, und fragt euch mal, warum. Warum kamen denn keine Angebote für den Leroy in den letzten Jahren? Oder für den Serge? Warum kamen die denn wohl nicht? Ja. Ganz genau. Kriegen so wenig Geld für Spieler, weil die Spieler, die Geld bringen würden, zu gut sind und bleiben sollen. Und die schlechten Spieler bringen keine Kohle. Ja, ganz genau.
Ja, das ist ja auch okay. Also es geht ja nicht darum, dass ein Spieler alt ist, ne? Also nicht falsch verstehen. Keine Ahnung. Wir haben halt gerade keinen Außenspieler, der älter wird, der noch eine Bombe ist, so. Ja? Wenn wir den hätten, das Alter ist mir scheißegal. Nimm Perisic zum Beispiel, der bei uns war. So. Ja, das war jetzt, Perisic ist kein Top-Niveau à la Leroy, wenn Leroy seine guten Tage hat. Ist aber immer einer, der immer dieses Niveau hat. Immer. Immer. Ja, und der war auch schon alt. Das spielt ja keine Rolle. Wenn er das Niveau hat, dann hat er das Niveau. Und wenn er 35 ist, wenn Neuer noch das Niveau hat, 3 Jahre, dann soll er spielen, bis er 41 ist. Wen interessiert so, ne? So. Aber wenn du siehst, wie die Entwicklung war bei den Spielern, über die wir reden, die letzten Jahre, ja, dann, sorry, Alter. Dann glaube ich nicht, dass das im Alter besser wird. Also ich glaube nicht, dass so ein Koman oder so ein Gnabry verletzungsunanfälliger im Alter werden. Ja? Wenn sie es vorher schon die ganze Zeit waren. Sané bleibt für 16 circa. Ey, nee, ey, ohne Scheiß, wenn der bleibt. Ey, nee. Nee, weiß ich nicht. Kann ich da nicht wechseln, sag ich euch, wie es ist. Ey, dann streike ich. Dann mache ich auch eine Petition, so, weißt du? Wie die anderen Vollidioten. Ja, das ist ja, was ich gerade gesagt habe. Zum King. Klar ist ein King stark, wenn er die Form hat, wie er hat. Meistens ist ja bei King so, yo, geil, ey, ich bin jetzt gut. Ich habe wieder meine Form, ja. Dann habe ich sogar den Peak, um in die Weltklasse zu kommen. Das habe ich dann, 3, 4 Spiele und bam, zack, hinten am Schenkel gefasst, weißt du Bescheid. King ist Minimum wieder 4 Wochen raus. Dann kommt er wieder, dann braucht er wieder seine 3, 4 Spiele, dann ist er wieder auf seiner Form, dann macht er wieder 3, 4 gute Spiele, hat er wieder den Peak, wo er wieder in die Weltklasse kommt. Wenn du Glück hast, schafft er 2, 3 Spiele, zack, bam, wieder eine Muskelverletzung, wieder raus. So, das ist Kingsley Coman. Ja. So, das ist das Problem. Aber so einen Spieler kannst du doch nicht halten und kannst du nicht sagen, alles klar, King, 17 Mille, bam. So. Ja, wenn, dann musst du ihn dosiert einsetzen, so wie man es jetzt teilweise getan hat, dass das eben nicht passiert. Ja, da musst du halt 2 Spieler für eine Position rechnen. Dann kannst du diesen beiden Spielern aber die 17 Millionen zahlen, Alter, dass eine Position 34 Millionen Jahresgehalt kostet. Ja, und das haben wir gerade. So, und das geht nicht, Alter. Sorry. Wenn es alle gehen, dann wird es neue geben müssen. Leider gab es diesen Umbruch nach Ribery nie. Die aktuelle Generation hat nicht geliefert, richtig. Coman war noch der Beste, ja. Aber wird schwer 3 aktuellen weggeben und dann 3 neue wieder für teuer neu kaufen. Nee, das sehe ich gar nicht, dass es schwer wird. Also erstmal musst du ja nicht für teuer kaufen. Ja. Das ist ja Schwachsinn. Wer weiß, vielleicht kriegen wir Mathys Tell hin. Auf der Außenbahn. Iran Kunda ist gerade ausgeliehen. Vielleicht macht er den nächsten Stepper, kommt nächste Saison zurück, schlägt direkt ein, à la Shaqiri O'Neal. À la Shaqiri, ja, ist ja ein Kraftwürfel. So, wir haben Ibrahimovic ausgeliehen mit einer Rückkaufklausel von 20 Millionen, wenn man den Glauben schenken darf. Das sehe ich nicht. Ja, und nochmal, du darfst nicht vergessen, was diese 3 Spieler zusammen verdienen an Jahresgehalt, was du Jahr für Jahr einsparst. Ja. Und du wirst ja nicht einen neuen Spieler gleich wieder diese 17 Millionen in den Arsch schieben. So. Heißt, keine Ahnung, du kaufst einen jungen, talentierten Spieler à la Michael Olise, der wird wahrscheinlich seine 10 Mille bekommen. Dann sparst du ja allein schon 7, 8 Millionen pro Jahr ein. Auf 3 Jahre gesehen hast du schon mal 24 Millionen Ablöse gespart. Die kannst du ja schon mal investieren. Ja. So, und ich weiß auch nicht, ob du unbedingt 5 Außenbahnspieler brauchst, die wir gerade aktuell haben. Wie wäre es denn einfach mal mit 3 Außenbahnspielern und 2 jungen Wilden als Backup? Ja, sollte ja wohl auch möglich sein. Weil wir wollen ja unbedingt die Jugend einbinden, einbauen. Passiert ja nicht.
Ja, Ibrahimovic saß die ganze Zeit auf der Bank. Warum? Weil wir zu viele da haben, die zu viel Geld verdienen. Ja, so. Musst du jetzt mal langsam die großen Worten, die wir immer sagen und machen und tun, musst du dann jetzt endlich mal Sorge tragen, wa? So, dann weg damit, verpflichtest du eine Granate und dann hast du dahinter 2, 3 Spieler, die den nächsten Stepper machen können. Ja, Feierabend. Ja, Sané ist mir auch ein absolutes Rätsel, Alter. Absolut. Ja, ich verstehe das. Also ich verstehe das Standing von Leroy auch nicht. Habe ich noch nie verstanden. Habe ich schon bei Manchester City nicht verstanden. Er ist einer der überbesten Spieler, die ich jemals in meinem Leben erlebt habe. Ja, für mich auch. Für mich auch. Nochmal, wenn er will, wenn er seine Topform hat, ja, wenn er einen Trainer hat, der ihn tief genug in den Arsch kriecht und ihm pudert, macht und ihn in eine Sonderrolle abstellt, wie es ein Tuchel getan hat, haben wir ja gesehen, dass ein Leroy geliefert hat. So, ja. Dann ist er hier auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Aber selbst dann ist es kein Weltklasse-Niveau, Alter, wofür er gehalten wird. Sorry. Und jetzt nimm mal die letzten 5 Jahre bei uns. Wie oft hat er das abgerufen? Ja, da brauchen wir nicht drüber reden, Alter. Ja. Warum er dann immer noch dieses Standing hat? I don't know. Frag mich nicht. Ist für mich auch ein Rätsel. Kann ich nicht verstehen. Aber muss ich auch nicht, wa? Deswegen sind wir nur Fans und keine Trainer. Ja. Wahrscheinlich wird ein Dyer wieder so das Opfer werden, weißt du? Muss er wieder... Ich weiß nicht, was ein Dyer verdient bei uns. Ich würde so tippen auf 10 vielleicht. 8 bis 10. Wahrscheinlich wird er das erste Bauernopfer sein, weil wir Gehälter einsparen müssen. Also ich würd den Erik auch nicht abgeben. Ja. Wir haben es jetzt gesehen, hat er souverän geliefert, die beiden Spiele. Bin gespannt. Bin gespannt. Aber ich kann mir vorstellen, dass man sagt, jo, alles klärchen. Weil wenn Stani kann Innenverteidiger spielen, das sogar sehr gut, wie er die er gezeigt hat. Ito wird nächste Saison zur Verfügung stehen, hoffentlich. Ja. Ne? Mein Freund Manu Thiele. Wieso ist er nicht mein Freund? Na, 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 na. Jo, ich habe gleich noch ein Video zum Anschauen. Ne? Nee, habe ich noch nicht geguckt, die FC Hollywood Doku. Ja, aber der Satz sagt ja schon alles. Ich hoffe jedes Mal, dass er mich aufs Neue verzaubert. Dann kannst du ja mal zusammenzählen, wie oft er das in den letzten 5 Jahren getan hat. Saragossa ist auch nur ausgeliehen, genau. Also ist ja nicht so, als hätten wir keine Option, Leute. Also jetzt mal ernsthaft. Ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Ja, gut, dass das eine andere Generation war, ist doch klar, oder? Claudio. Ja, na klar, und weil er da auch gepudert wurde. Ja. Das haben wir doch gesehen unter Tuchel. Leroy braucht genau das. Also ist meine Meinung. Ja. Wie gesagt, man kann es nur schwer beurteilen von außen. Aber Leroy Sané hatte seine beste Zeit unter Tuchel. Ja. Und warum hatte er seine beste Zeit unter Tuchel? Weil Tuchel ihm diese Extrawurst gegeben hat. Leroy ist der Superstar. Leroy darf dies und das und ach, gar kein Problem. Wenn er das will, dann kriegt er das. Und der braucht auch nicht mit in die Kabine gehen. Der bleibt draußen für sich, kann sich die Eier schaukeln lassen oder was weiß ich, was er in der Halbzeitpause gemacht hat. Er muss nicht mit rein, muss nicht bei der Besprechung dabei sein. Ja, so wird Leroy unter Thomas Tuchel behandelt, Alter. Und das braucht er. Anscheinend. Ja. So, was willst du mit so einem Spieler?
Ich glaube nicht, dass das so geil ist für das Mannschaftsklima, Alter, wenn ein Spieler so herausgestellt wird. Ja, genau. Livo ist ein toller Typ, ey. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. So nämlich. Das weiß ich, Olli, dass das Ironie war. Nee, aber was, keine Ahnung, was interessiert mich, was ein Journalist zu irgendwelchen Transfers denkt, Alter. Brauchst ja nur irgendwie die Google News aufmachen, da stehen 20.000 Leute, die irgendwelche Gedanken zu FC Bayern Transfers haben, oder? So wie jeder von euch auch, aber das reicht mir ja, wenn ich mit euch hier kommuniziere. Da muss ich mir nicht noch ein Video zu angucken. Aber gut, ich denke, damit haben wir das Thema Transfers abgearbeitet, oder? Ansonsten sportlich läuft es ja bei uns, da haben wir nichts zu meckern gerade. Ich finde es immer so geil auf der Arbeit, meinen Kollegen, der erst 22 ist, zu erzählen, wie geil der Fußball in den 90ern und Anfang der 2000 eigentlich war, auch mit den ganzen Charakteren. Fühle ich mit meinen 35 Opa, der vom Krieg erzählt. Ja, das ist, keine Ahnung. Ich glaube, guck mal, das ist einfach so eine Generationsgeschichte. Ja? Also die Leute, die Jugend von heute denkt ja wahrscheinlich, boah, geil. Ja? Die denken in 20 Jahren das, was du jetzt denkst. So. Ich hab das immer ran festgemacht. Keine Ahnung, wo man jung war. Also mal auf das Thema Musik bezogen. So, ich bin ein Typ, ich höre alles an Musik. Ja, ich habe früher, keine Ahnung, ich höre jede Richtung so. Habe immer Charts gehört und so weiter. Ich konnte mir nie vorstellen, dass ich irgendwann in ein Alter komme, wo ich sage, Alter, ich kann mit den Charts nichts mehr anfangen. So, ich höre 90er, 80er, das waren meine Jahre, da gehe ich steil, finde ich geil, die Mucke. Ja, und genau ist es trotzdem so gekommen. Ja. Ey, ich kann mit Apache oder so eine Scheiße, also da brennen mir die Ohren. So, ja, weißt du? Das ist einfach so ein Generationsding, Alter. So, früher, wo du jung warst, hast du gedacht, Alter, wie können denn deine Eltern WDR 4 hören? So, weil da nur irgendwelche Schlagerscheiße lief. Ja, jetzt spielt WDR 4 80er, 90er Jahre, Alter. Wenn du ein Coolio bist, schmeißt du WDR 4 an, so, weißt du? Das ist eigentlich das perfekte Beispiel. So ist das. Ja. Die Leute, also die Jugend von heute würde ja gar nicht, die könnte sich ja gar nicht identifizieren mit so einem Effe, mit so einem, weiß ich nicht, Jens Jeremies. Können die gar nicht. Ja, weil das wäre für die wie Charaktere, die aus der Zeit gefallen sind. Ja, oder mit einem Lisa Razou, der dem Lothar im Training einfeuert und der Lothar Lisa Razou zurück einfeuert. So. Oder Robben und Ribéry, die sich eine Ohrfeige geben, Alter, und danach die besten Freunde werden. Das wird ja heutzutage gar nicht mehr gehen. Ja. Da wird ja gleich, keine Ahnung, da wird die Polizei kommen, wird dich verhaften und so, weißt du? Das kannst du halt nicht vergleichen. Ja. Das entwickelt sich alles weiter. So. Wir haben halt so das Problem, dass wir so alte Säcke sind, so, ne? Und dass für uns dieser Übergang schwer ist. Das ist ja auch das, was wir so alle vermissen, oder? Ich glaube, da spreche ich ja für einen Großteil. Oder das ist ja auch, warum wir Kimmich immer so ein bisschen kritisieren. Weil wir vermissen bei uns diesen geilen, zentralen Anführer, den wir immer hatten. Wir hatten immer in der Zentrale einen Anführer. Immer. Ja, irgendwann war es da Michael Ballack, wo es schon so ein bisschen weichlich war. Ja, El Capitano, der war so dieser Übergang in diese Weichschiene und dann kam Kimmich und Goretzka so. Ja. Und jetzt stehst du da. Und der nächste ist dann was? Jamal Musiala und Pavlovic. So, glaubt ihr, das werden die großen Charaktere à la Effenberg, Van Bommel oder... Nee, natürlich nicht. Ja. So, das ist einfach eine neue Generation. Ne? Und wir haben halt das Problem, dass wir noch andere Art Fußball oder andere Charaktere kennen. So. Aber die Welt entwickelt sich weiter und das ist auch gut so. Ne? Stell dir mal vor, du hast heute, ein Kimmich wird da irgendwo im Auswärtsspiel so machen. Ja? Stell dir das mal heutzutage vor. Ich meine, das war damals schon Aufschreiben im Effe. Ja, oder Van Bommel in Barcelona oder wo das war. Zu den gegnerischen Fans. Stell dir das mal heute vor. Alter. Ne?
So, das ist unser Problem, was wir haben, wenn wir so alte Säcke sind. Wenn du so mit dem Ballack noch, so diese Ballack-Phase, glaube ich, dann hast du den Übergang besser hinbekommen. Aber wenn du noch die davor kanntest, Alter, die alten Haudegen, ja, das ist halt. Wir gucken uns mal hier die nächsten, müssen wir mal gucken, wenn wir keine Themen haben, oder müssen wir mal so ein extra Stream machen, können wir uns mal diese Uralt-Doku da angucken. Wo wir noch Cola, Helmer und die ganzen Granaten hatten, Alter. So. Das ist das. Ne? Das ist unser Problem, wenn wir so alte Säcke sind. Aber wie willst du das einem 22-Jährigen erklären, Alter? Was ist der seit 6, 7 Jahren Bayern-Fan? Er guckt doch mal, welche Spieler der erlebt hat. Ja? Ja, ist halt so, aber ich konnte mir das früher nie vorstellen, so, ne? Mit der Mucke, deswegen habe ich das Beispiel genommen. Ich habe mir früher gedacht, Alter, ich werde immer Charts hören. So, weißt du? Ich höre immer die neueste Mucke. Ja, heute kriegst du Ohrenschmerzen, Alter. Ne? Ja, aber das hat ja auch jede Generation, oder? Messi, Ronaldo, ganz ehrlich, ne, ich finde das schon frech, dass du da nicht mindestens. Ich meine, erstmal weiß ich nicht, welchen Ronaldo du meinst. Pummel-Ronaldo oder was? Oder Schnick-Schnack-Ronaldo. Da gehören noch ein paar andere rein, ne? Also, nehmen wir einen Ronaldinho dabei. Ja, das war auch eine Koryphäe zu seiner Zeit. Und natürlich gehört da ein Ibrahimovic bei, Alter. Ibrakadabra. Ja, ich bitte dich. Der war ja allein vom Charakter her der geilste dieser hochnäsigen Fußballer. Aber da gehören so viele mehr mit rein. Ja. Samuel Eto'o zum Beispiel war auch eine Granate. Nehmen selbst Didier Drogba, Alter. Auch wenn wir ihn alle nicht leiden können. Aber ja, das hat jede Generation. So, die heutige Generation hat was? Musiala, Wirtz. So, ja. Die werden auch die nächsten Jahre bestimmen. Zumindest im deutschen Fußball, aber wahrscheinlich auch im internationalen Fußball. So hat jede Generation so ihre Spieler. Ne? Nimm davor die Uralt-Generation, nimm Müller, Beckenbauer, Hoeneß. So. Ja. Hast du halt immer. Ne? Das ist halt einfach so. Ach ja, das geht bei mir so. Ist so ein Mittel, würde ich sagen. Aber ja, früher kannte ich auch noch mehr. Aber früher habe ich auch mehr anderen Fußball geschaut. Also früher habe ich ja jedes Bundesligaspiel geschaut oder zumindest die Konferenz. Das mache ich halt gar nicht mehr. Das interessiert mich nicht. Vielleicht die letzten 2 Spieltage, ja. Oder wenn es gerade mal passt, mal ein Spiel vom VfL Bochum oder sowas. Ja, aber das war's. Ja, sonst gucke ich nichts. So, das interessiert mich halt einfach nicht. Hat man auch gar nicht mehr die Zeit für. Der Lothar war nochmal eine Stufe über von Bommel oder Effe. Ja, gehe ich mit. Gehe ich mit. Fühlt sich immer älter, Olli? Ja, ist halt so. Ja, ich hör eigentlich Antenne NRW mittlerweile, ne? Kann ich euch auch nur empfehlen. Aber geht in dieselbe Schiene wie WDR 4. Baus in der Haus, guten Abend. Gibt nur einen echten Ronaldo, genau, und das ist Pummel-Ronaldo. Ja, Paul Gascoigne, Alter, hör auf, ey. Absolute Maschine. Ja. Der Dicke vom Zuckerhut, ganz genau. Aber ist geil, oder? Finde ich auch geil, so. Wenn du den jetzt siehst, so, da siehst du aber mal, wie diszipliniert der als Profi war, ne? Und dass er jetzt einfach sein Leben genießt, Alter. Finde ich super, super sympathisch. Ja, Bochum war auch wild, ne? Bochum war wild. Schade, dass nicht noch das 4-3 gekommen ist. Ich hatte 1-0 Sieg für Bochum getippt eigentlich. Aber Bochum lebt noch und es ist ja mittlerweile auch wieder ein bisschen spannender geworden im Abstiegskampf zum Glück. Sah ja lange Zeit echt düster aus, ne? Aber gut, Leute, wir gehen jetzt zum Abschluss, bevor wir jetzt weiter in Nostalgie verschwinden hier. Gehen wir mal rein, warum der FC Bayern steinreich ist. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet in diesem Video. Aber das machen wir jetzt zum Abschluss noch. Also, warum der FC Bayern steinreich ist, von Was kostet die Welt? Wir gehen mal rein.
Ich mache mal lautstärkemäßig hier. Wären eigentlich so verdammt reich. Ich meine, die kaufen die teuersten Spieler, zahlen die höchsten Gehälter und rühmen sich regelmäßig für ihr Festgeldkonto. Wir haben etwa so viel Festgeld wie der FC Schalke Schulden. In der letzten Saison haben die Bayern zum Ach, hör auf, ey, der ist schon gut, ey. Uli war schon gut früher. Hä? Perfekter Einspieler, ey. Unser Festgeldkonto ist so groß, wie der FC Schalke Schulden hat. Sehr gut. ersten Mal mehr als 1 Milliarde Euro Umsatz gemacht und den Rest der Liga meilenweit abgehängt. Aber wie haben die das eigentlich geschafft? In diesem Video erzählen wir euch von wilden PR-Stunts, zwielichtigen Geheimverträgen und einem Manager, der sich gleich mehrfach mit der gesamten Bundesliga anlegt. Eure Scheißstimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir. Genau, da seid ihr für verantwortlich. Und ihr seid dafür verantwortlich, dass wir kein Meister geworden sind. Ihr könnt nicht einfach Papierkugeln werfen. Ne? Oder Tennisbälle waren's in Bochum. Leute, das geht nicht. Hast schon gesehen, ja? Ich noch nicht? Unsere Geschichte beginnt im Frühjahr 1979. Der FC Bayern ist zu dieser Zeit ein Trümmerhaufen. Clublegenden wie Gerd Müller oder Franz Beckenbauer sind nach Amerika gewechselt. Die letzten 4 Meisterschaften sind ihnen durch die Lappen gegangen. Und auch am Ende dieser Saison landen sie hinter dem HSV, Stuttgart und Lautern auf Platz 4. Und auch wirtschaftlich sieht es echt düster aus. Bei einem Jahresumsatz von 12 Millionen Mark hat der Verein 7 Millionen Mark Schulden. Im Februar 1979 greift deshalb der Vereinspräsident zum Telefon und ruft bei einem Spieler an, den er gerade erst an Nürnberg verliehen hat. Sein Name? Uli Hoeneß. Er soll die Bayern zurück in die Erfolgsspur bringen, aber nicht etwa als Spieler, sondern als Manager. Und so wird er mit 27 Jahren der jüngste Bundesliga-Manager aller Zeiten. Bis heute ist Uli Hoeneß die zentrale Figur beim FCB. Und wir wären nicht WKDW, wenn wir ihn für dieses Video nicht angefragt hätten. Aber mit einer plumpen E-Mail kommt man bei Uli Hoeneß nicht weit. Also haben wir schnell einen netten Brief aufgesetzt und sind fürs Faxgerät zum nächsten Copyshop gelatscht. Das Teil hier geht jetzt in die See. Komm, der ist schon gut, der Take. Der ist schon gut. Ja, Uli Hoeneß kann... wisst ihr, ne? Nur seine Frau kommt klar mit dem Rechner. Kannst du den Uli nicht per Mail erreichen, Alter. Das kannst du vergessen. In der Straße. Bitte melden Sie sich, Herr Hoeneß. Und was soll ich sagen? Die Mühe hat sich gelohnt. Schon am nächsten Tag haben wir eine Antwort erhalten. Was? Herr Hoeneß hat keine Zeit? Ja, na gut, dann ohne ihn. Springen wir also wieder zurück ins Jahr 19... Was soll der Uli auch damit anfangen, Alter? Ja, hallo, Herr Hoeneß. Wir machen hier ein YouTube-Video zum... Da ist der schon überfordert, Junge. 1979. Hoeneß' Aufgabe ist klar. Er soll die Bayern wieder wirtschaftlich stark machen. Es ist eine verdammt schwere Aufgabe. Denn nicht nur die Bayern stecken in der Krise, das Problem ist noch viel größer. Heute ist die Bundesliga ein echtes Hochglanzprodukt. In den 80ern sieht die Welt aber noch ganz anders aus. Hooligans auf den Tribünen und Stadien, die mehr an Groundhopping-Romantik erinnern, als an die schicken Fußballtempel von heute. So eine Absperrung zum Spielfeld, also einfach nur gigantisch. Der Sportökonom Markus Kurscheid fasst die damalige Situation so zusammen. Es war noch kein Glamour-Sport. Es war wirklich eine ziemlich rotzige Angelegenheit, so muss man das sagen. Und das merken auch die Bayern. In der Saison 78/79. Naja, es war halt nicht so dieses... Keine Ahnung, dieses Schickimicki-Gedöns, ja. Das war halt so der Arbeitersport, Alter. Du bist halt zum Fußball gegangen und da hat es auch schon mal geknallt, ne? Kommen im Schnitt gerade mal 34.000 Zuschauer. Und das, obwohl ins Olympiastadion fast doppelt so viele Menschen passen. Hoeneß ist klar, er muss dringend mehr Tickets verkaufen. Und dafür setzt er auf ungewöhnliche Mittel. Wer in der Saison 81/82 die 4000. Dauerkarte kauft, darf die Mannschaft zu einem Auswärtsspiel begleiten. Aber nicht etwa zu Real Madrid, sondern zu Torpedo Moskau. Außerdem handelt Hoeneß Verträge mit lokalen Busunternehmern aus. Die sollen Fans aus der Region zu den Heimspielen bringen. Und damit die Stimmung besser ist, lässt er in einem Spiel sogar mal Düsseldorfer Eishockey-Fans kommen. Und tatsächlich, die Bayern sind in den 80ern der Verein mit dem höchsten Zuschauerschnitt. Das Problem ist nur, mit einem Anteil von 85% sind die Ticketeinnahmen die mit Abstand wichtigste Einnahmequelle. Und im nicht überdachten Olympiastadion ist es öfter kalt und nass. Das Wohl und Wehe vom FC Bayern hängt damals also noch nicht von Juan Bernat ab, sondern vom Wetter. Hoeneß ist klar, um langfristig konkurrenzfähig zu bleiben, braucht es dringend neue Einnahmen. Der Sport des Pöbels, ja. Ja. Da hast du auch noch richtige Skimannschuhe noch angehabt. Das war auch besser so, sonst wäre die Saison wahrscheinlich schnell vorbei gewesen, ne? Einnahmequellen. Und es dauert nicht lange, da gab es noch Bayer Uerdingen, Alter. Das waren immer wilde Auswärtsfahrten, kann ich euch sagen.
hat er schon eine Idee. Anfang der 80er ist Hoeneß auf Geschäftsreise in den USA. Dort will er sich ein bisschen vom Sportbusiness der Amerikaner inspirieren lassen. Eines Tages marschiert er in einen Laden der San Francisco 49ers und macht dort eine erstaunliche Entdeckung. Er sieht unzählige Produkte von Kleidung über Geschirr bis hin zu Spielzeug. Alle versehen mit dem Logo des Footballteams. In einem Podcast von OMR fasst er seine Eindrücke so zusammen. Wir hatten Megastores, wir hatten hier eine Poststelle mit ein paar Schals, ein paar Mützen und ein paar Postkarten. Für Hoeneß steht fest, auch der FC Bayern braucht eine eigene Merch-Abteilung. Das Ding ist nur, 1981 ist es noch gar nicht so einfach. Denn damals übernimmt eine Firma für alle Vereine den Fanartikelverkauf. Nur mal als Beispiel, egal ob ein Schal vom HSV, eine Mütze Wild, ne? Kannst du dir heute nicht mehr vorstellen, Alter. Von Werder Bremen oder eine Tasse von den Bayern verkauft wird. Am Ende landen alle Erlöse in einem Topf und werden danach zu gleichen Teilen auf alle Erstligisten aufgeteilt. Das nennt man auch Solidaritätsprinzip. Und auf das hat Hoeneß gar keinen Bock. Also kündigt er den Vertrag und eröffnet eine Sparte, die in dieser Form noch kein anderer Bundesligist hat. Ganz nach dem amerikanischen Vorbild heißt die Merchandising. Merchandising? Was ist denn das? Spaceballs. Merchandising. Kommt, ich zeig's euch. So schreibt es zumindest Max Jakob Ost in seiner Biografie über Uli Hoeneß. Aber das ist erst der Anfang, denn Hoeneß hat schon die nächste Geldquelle im Blick. Bandenwerbung. Auch die wird damals von einem Unternehmen zentral für mehrere Clubs vermarktet. Hoeneß steigt auch aus diesem Vertrag aus und verkauft die Werbeflächen von nun an selbst an die Unternehmen. Die finanziellen Probleme der Bayern sind Mitte der 80er aber immer Ja, Uli war schon ein Fuchs, ne? Ja, jetzt kommt natürlich gleich die Kalle-Nummer, ne? noch nicht gelöst. Also setzt Hoeneß auf eine weitere Einnahmequelle. Die ist bei anderen Clubs völlig normal, bei den Bayern aber eine absolute Ausnahme. Spielertransfers. Im Sommer 1984 verkaufen die Bayern ihren besten Spieler nach Italien. Und zwar ihn hier. Leon Goretzka. Nee, Spaß, Karl-Heinz Rummenigge. Der wechselt für eine Ablösesumme von 10 bis 11 Millionen Mark zu Inter Mailand. Klingt heute natürlich lächerlich, ist damals aber der teuerste Bundesliga-Transfer aller Zeiten. Spätestens jetzt hat Hoeneß seine Aufgabe erfüllt. Mit der Rummenigge-Kohle sind die Bayern endlich schuldenfrei. Und sie erreichen ihren Peak genau zum richtigen Zeitpunkt. Denn ausgerechnet jetzt steht die größte Revolution der Bundesliga-Geschichte bevor. 1988 feiert diese Sendung hier Premiere. Zum ersten Mal in der Bundesliga-Geschichte zeigt nicht nur die Sportschau die Zusammenfassung der Spiele, sondern auch RTL. Rund 40 Millionen Mark soll der Privatsender für die Rechte auf den Tisch gelegt haben. Das ist mehr als doppelt so viel, wie die ARD in der Saison zuvor gezahlt hat. Wild. Auch Hoeneß dürfte damals zufrieden vom Fernseher gehockt haben. Denn der RTL-Deal ist erst der Anfang. Ab jetzt startet unter den Fernsehsendern das Wettbieten um die Bundesliga. 1992 legt der Medienunternehmer Leo Kirch nochmal einen drauf. Für 700 Millionen Mark kauft er die Übertragungsrechte für gleich 5 Saisons. Und die Bundesliga wandert von RTL zu Sat.1. Da sind wir, guten Abend. Da ist er. Sendungen wie RAN machen den Fußball cool. Die schmuddeligen 80er sind damit endlich Geschichte. Die Bundesliga ist jetzt viel mehr als nur ein sportlicher Wettbewerb. Sie wird zu einer Unterhaltungsshow. Und im Mittelpunkt dieser Show stehen Sie hier. Mitte der 90er sorgt gefühlt jeden Tag ein Bayern-Spieler für eine neue Schlagzeile. Mal veröffentlicht Matthäus in der Bild sein Tagebuch, in dem er Vereinsinterne ausplaudert. Skandal! Dann sorgt Giovanna Elber mit Fotos wie diesen hier in der Bravo Sport für Staunen. Und auch der Trainer sorgt nicht gerade für Ruhe im Club. Was erlaube Strunz? Aus dem FC Bayern wird in den 90ern der FC Hollywood. Und das bringt dem Club völlig neue Zielgruppen. Plötzlich interessieren sich die Fans nicht nur für die geilen Freistöße von Mario Basler, sondern auch für die neue Freundin von Mehmet Scholl. Ich habe alles, was ich mir wünsche. Ich kann mir alles... Mehmet Scholl war doch eh der Erste, oder? Ich glaube, Mehmet Scholl hat mehr Bravo-Starschnitz wie, was weiß ich, wie irgendwelche Hollywood-Sternchen, Alter. Rizzi Teddy war auch einer, ja. Rizzi Teddy, Alter. alles kaufen, was ich will. Ich habe eine hübsche Freundin. Das Ganze ist super unterhaltsam und passt den Bayern-Bossen angeblich sogar ganz gut in den Kram. Das hat zumindest der damalige Bayern-Pressesprecher unseren Kollegen vom Sportstudio erzählt. Wir müssen von Montag bis Freitag die Leute unterhalten, damit sie dann am Samstag wirklich ins Stadion gehen. Das schaue ich mir heute selber an. Falls ihr jetzt noch mehr Bock auf Bayern-Gossip aus den 90ern habt, dann gönnt euch unbedingt die Doku FC Hollywood. Die gibt's ab jetzt in der ZDF-Mediathek. Der einzige, wobei... Ich glaube, die gucken wir uns mal nächstes Mal im Stream an, oder? Auf Twitch geht das ja, da passiert ja nichts. ...stoppen kann, das sind wir selbst. Okay, die Bundesliga boomt jetzt also so richtig. Und das zeigt sich auch in den Zahlen. Anfang der 90er haben alle Bundesliga-Vereine zusammen noch weniger als 200 Millionen Mark Umsatz gemacht. 1998/99 sind es rund 800 Millionen. Davon gehen allein 250 Millionen Mark auf die Bayern zurück.
Damit sind sie damals schon finanziell deutlich an der Spitze. Die sportliche Dominanz der 80er haben sie aber verloren. Mal landen sie auf Platz 10, dann verlieren sie die Meisterschaft am letzten Spieltag an Bremen und dann lassen sie sich 98 auch noch die Meisterschale vom Aufsteiger aus Kaiserslautern klauen. In den 90ern holen 5 verschiedene Clubs den Meistertitel. Der erfolgsverwöhnte Hoeneß ist darüber natürlich alles andere als glücklich. Und dann verliert sein Club auch noch das Champions-League-Finale 1999. Für Hoeneß ist klar, so kann es nicht weitergehen. Also plant er einen Move, der den deutschen Fußball für immer verändern wird. Um diesen Move zu verstehen, müssen wir uns einmal ansehen, wie die Fernsehgelder damals verteilt werden. Bis 1999 hat die DFL die Fernsehrechte verkauft und das Geld daraus an die Vereine aufgeteilt. Das Besondere, jeder Bundesligist hat das Gleiche bekommen. Spätestens seit den Fanartikeln wissen wir aber, vom Solidaritätsprinzip ist Uli Hoeneß überhaupt kein Fan. Am liebsten würde er die Fernsehrechte einfach selbst verkaufen. Also geht Hoeneß voll auf Konfrontation. In einem monatelangen Streit legt er sich fast mit der gesamten Liga an und pocht darauf, aus der Zentralvermarktung auszusteigen. Hoeneß droht sogar damit, das wäre für uns das Beste gewesen, ja. Die Kameras beim Ligaauftakt gegen den HSV auszusperren. Am Ende beruhigen sich die Gemüter aber dann doch und es kommt zu einem Kompromiss. Hoeneß räumt der DFL weiterhin den Verkauf der TV-Rechte ein. Jedoch nur unter einer Bedingung. Von nun an gilt in der Bundesliga nicht mehr nur das Solidaritäts-, sondern vor allem das Leistungsprinzip. Konkret bedeutet das, je höher die Platzierung in der Tabelle, umso mehr TV-Gelder gibt es für die Clubs. Es ist die vielleicht wichtigste Weichenstellung in Hoeneß' Karriere. Denn der Deal wird die Vormachtstellung der Bayern immer weiter festigen und wenig später für einen Riesenskandal sorgen. Naja, wenn er, was er jetzt gerade gesagt hat, wenn du dann die 80er nimmst, wäre es ja nicht so gewesen. Haben wir gerade gesehen. Wer da alles deutscher Meister war, wer da dann alles von dieser Geschichte profitiert hätte. Februar 2003. Das Manager-Magazin veröffentlicht einen Artikel, der es in sich hat. Denn jetzt kommt raus, die Bayern haben sich ihre Kompromissbereitschaft teuer bezahlen lassen. Der Medienunternehmer Leo Kirch hatte den Bayern in einem Geheimvertrag über 2 Saisons jeweils 20 Millionen Mark zugesichert. Unter der Bedingung, dass die Bayern bei der Zentralvermarktung mitmachen. Im Gegenzug hat sich Uli Hoeneß im Ligaausschuss für die Vergabe der TV-Rechte an Kirchs Firma eingesetzt. Das Manager-Magazin spricht von einer einmaligen Wettbewerbsverzerrung. Die restlichen Bundesligisten sind stinksauer. Und selbst die sonst eher diplomatisch auftretende DFL spricht von moralisch verwerflichem Handeln. Trotzdem kommen die Bayern mit einem blauen Auge davon. Denn am Ende müssen sie zwar 3 Millionen Euro... Was hätten sie denn machen sollen? FC Bayern aus der Bundesliga werfen, oder was? Strafe zahlen, aber das Leistungsprinzip besteht bis heute. Wir haben bei den Bayern nachgefragt, wie sie aus heutiger Sicht auf den Vorgang blicken. Der Club wollte sich dazu aber nicht äußern. Mit dem neuen TV-Deal im Rücken bauen die Bayern ihre Vormachtstellung immer weiter aus. Zwar holen in den 2000ern auch Dortmund, Bremen, Stuttgart und Wolfsburg Meistertitel, doch mit 7 Meisterschaften, 6 DFB-Pokalen und einer Champions-League-Trophäe sind die Bayern wieder die klare Nummer 1 in Deutschland. Und ganz nebenbei spielen sie auch noch mit ihrer neuen Allianz Arena in einem der modernsten Stadien Europas. Und weil sie als einziger Club konstant oben mitspielen, kassieren sie mit Abstand am meisten TV-Geld. Im Jahr 2008 beendet... Also das mit der Leo Kirch-Geschichte wusste ich nicht, wa? Wenn das so ist, keine Ahnung. Kann ich nicht verifizieren. Würde es mich jetzt überraschen? Nee, nicht wirklich. Der Uli war halt schon immer ein Fuchs. Und immer im Wohle des FC Bayern, wa? Endet Oliver Kahn seine Karriere. Der FC Hollywood ist damit endgültig Geschichte. Mit Thomas Müller, Manuel Neuer oder Bastian Schweinsteiger bekommt der Club Spieler, die eine Ära prägen werden. Hoeneß ernennt Mir San Mir zum offiziellen Leitmotiv des Clubs. Und die Bayern verkünden Jahr für Jahr neue Rekordzahlen. Schaut mal. Im Vergleich zu 2003 hat sich der Umsatz im Jahr 2010 mit 323 Millionen Euro verdoppelt. Doch schon kurze Zeit später brechen für die Bayern mal wieder verdammt schwere Zeiten an. 2011 und 12 bin nicht der FC Bayern Meister, sondern Dortmund. Im DFB-Pokalfinale 2012 zerlegt der BVB die Bayern auch noch mit 5:2. Die Welt spricht damals schon von einer Wachabwehr. Das war schon wild, ja. Dortmund ist der neue Maßstab im deutschen Fußball. Und nur eine Woche nach dem DFB-Pokalfinale folgt schon das nächste Drama. Die Bayern verlieren im eigenen Stadion das CL-Finale gegen den FC Chelsea. Hoeneß sitzt damals auf der Tribüne und muss mit ansehen, wie Didier Drogba kurz vor dem Ende den Ausgleich erzielt. Und dann den entscheidenden Elfmeter ins Bayern-Tor schießt. Das Finale d'Orm besiegelt die zweite titellose Saison in Folge. Und Hoeneß ist klar. Die Bayern müssen dringend was tun. Und dafür nimmt er das Bayern-Heiligtum schlechthin ins Visier. Und zwar den Ort, an dem die Bayern ihre Millionen bunkern. Das Festgeldkonto. Klar, zum FC Bayern gehört das Festgeldkonto wie das Bier zum Oktoberfest.
Das plündern die Bayern-Bosse immer dann, wenn es mal nicht so läuft. Und im Sommer 2012 ist es mal wieder soweit. Sie kaufen den Spanier Javi Martínez für 40 Millionen Euro. Mit der beste Transfer in den letzten 20 Jahren, Alter. Muss man mal ganz klar sagen. Also die Kohle hat sich mehr als refinanziert. Es ist der teuerste Transfer der Bundesliga-Geschichte. Und prompt holen die Bayern in der nächsten Saison das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League. Und gewinnen das Finale ausgerechnet gegen den BVB. Für Hoeneß wird die Freude über den Triumph nicht besonders lang. Denn der wandert wegen Steuerhinterziehung ein Jahr später in den Knast. In den Saisons danach kommen erst Mario Götze und dann Robert Lewandowski vom BVB. Mit Pep Guardiola verpflichten die Bayern außerdem einen Top-Trainer und legen damit das Fundament für eine beispiellose Erfolgsserie. Zwischen 2003... Naja gut, das Fundament hat eher Louis van Gaal gelegt, würde ich behaupten. Aber ja, Pep hat natürlich das weitergeführt, auf jeden Fall, aber das Fundament hat... sorry. Ja. 2013 und 2023 gewinnen die Bayern 11 Meisterschaften in Folge und bekommen dadurch Jahr für Jahr das größte Stück vom TV-Geldkuchen. Alleine dieses Jahr kassieren die Bayern 100 Millionen Euro aus dem TV-Topf. Das ist etwa 3-mal so viel wie Aufsteiger Holstein Kiel. Und da sind die Einnahmen aus einem anderen wichtigen Wettbewerb noch gar nicht eingerechnet. Ihr wisst schon. Ja, aber jetzt mal ernsthaft, soll Holstein Kiel dasselbe bekommen, wie es ein FC Bayern bekommt oder ein Borussia Dortmund oder was? Also irgendwo muss ja... Ja, sorry. Wir reden über Leistungssport. Wir reden ja nicht über eine Feierabend-Liga. Ja, wo Feierabendkicker kicken, Alter. Ja, du musst ja schon irgendwo, dass jeder sein Stück vom Kuchen abbekommt, ist schon richtig, aber du musst halt auch den Leistungsfaktor mit drin haben, Alter. Anders geht's ja nicht. Ja. Wie willst du international sonst mithalten, Alter? Das ist halt ein Ding der Möglichkeit. Ja. Die Champions League hat sich zu einer echten Gelddruckmaschine entwickelt. Und richtig, davon ja. profitieren natürlich auch die Vereine. In der letzten Saison haben die Bayern für ihren Einzug ins Halbfinale nochmal 118 Millionen Euro bekommen. Also nochmal on top zu der Kohle aus der Bundesliga. Seit der Gründung des Wettbewerbs im Jahr 1992 hat der FC Bayern von 33 Champions League Saisons nur 5 verpasst. Kein anderes deutsches Team hat annähernd so häufig an der Königsklasse teilgenommen. Und auch nur annähernd so viel Geld kassiert. Das kreiert einfach einen Vorteil über sehr, sehr lange Zeit. Den kann man nur durch sehr gravierende Fehler oder durch eine gravierende Veränderung der Industrie, in der man tätig ist, kann man den verspielen. Ja, und das heißt, die Bayern müssen schon extrem verkacken, um ihre Vormachtstellung zu verlieren. Wie sich die Einnahmen des FC Bayern über die letzten Jahre entwickelt haben, ist schon verrückt. 2010 lag der Umsatz ja noch bei rund 320 Millionen Euro. Im Laufe der Jahre ist er immer weiter angestiegen. Und im Dezember 2024 verkünden die Bayern dann einen neuen Meilenstein. Zum ersten Mal machen die Bayern einen Umsatz von mehr als 1 Milliarde Euro. Worüber sich Hoeneß besonders freuen dürfte, die Bayern sind längst nicht mehr abhängig von den Stadioneinnahmen. Als er den Club 1979 übernommen hat, haben die ja noch 85% ausgemacht. Das hat sich mittlerweile komplett verändert. Die Spieltagseinnahmen machen 2022/23 nur noch 16% der Bayern-Einnahmen aus. Auf Platz 2 liegen die TV-Rechte mit 27%. Mit 56% haben sich die Einnahmen von Sponsoren und Merchandise zur wichtigsten Einnahmequelle der Bayern entwickelt. Weil wir alle so doof sind und jedes Jahr Trikots und sonst was kaufen, ne? So ein Ding. Merchandising, Merchandising. Damit wird das große Geld beim Film gemacht. Okay, der FC Bayern steht finanziell also so gut da wie nie zuvor. 11 Meisterschaften in Folge und etliche CL-Teilnahmen haben das Festgeldkonto ordentlich anschwellen lassen. Und vor der letzten Saison haben sie für Harry Kane 100 Millionen Euro bezahlt. Trotzdem holen sie in der letzten Saison keinen einzigen Titel. Aber warum eigentlich? Nein, das ist eine Scheißfrage, auf Deutsch gesagt. Ja? Das ist eine Scheißfrage. Okay, dann lassen wir das. Als Rekordmeister ist so ein 3. Platz in der Bundesliga ja auch mal verkraftbar. Der wirtschaftliche Aufstieg der Bayern trägt einen Namen: Uli Hoeneß. Er hat den Verein zuerst aus den Schulden geholt und die Bayern anschließend zu einer wirtschaftlichen Macht geformt. Wegen Hoeneß gilt in der Bundesliga nicht der Solidaritäts-, sondern das Leistungsprinzip. Gerade bei den TV-Geldern war das ein echter Gamechanger. Heute stehen die Bayern finanziell besser da als je zuvor. Zur Wahrheit gehört aber auch, international wird die Luft immer dünner gegen Vereine, die sich heillos überschulden oder steinreiche Investoren haben. Zwar haben die Bayern mit Adidas, Audi und der Allianz 3 hochsolvente Investoren, doch im Vergleich zu den unerschöpflichen Geldquellen mancher Konkurrenten aus dem Ausland stoßen selbst die Bayern irgendwann an ihre finanziellen Grenzen. So, das war also die Finanzstory des letztjährigen Bundesliga-Dritten. Und jetzt will ich von euch wissen, kann die Bayern langfristig jemand stoppen? Schreibt's mal in die Kommentare. Hier gibt's noch ein Video von uns. Naja,
Ich jetzt ein bisschen mehr erwartet irgendwie, aber war jetzt nicht so der viele Inhalt drin war. Dass wir viel Geld durch Merchandise machen und dass Uli der Mann war, der das alles möglich gemacht hat, ist ja nichts Neues. Wie gesagt, diese Kirchgeschichte kannte ich noch nicht, wenn dem so war. Das war neu für mich. Ansonsten, ja, keine Ahnung. Weiß ich jetzt auch noch nicht. Also ich bin natürlich ein Befürworter dieser Leistungsgeschichte. Wie gesagt, jeder andere Club, der Leistung bringt, es ist ja nicht so, dass es heißt, wir haben das eingeführt, diese Leistungsgeschichte, und der FC Bayern muss die Leistung nicht bringen. Er bekommt das Geld automatisch. Das ist ja nicht der Fall. Ja? Ist ja Schwachsinn. Also von daher, weiß ich nicht. Wir sind halt die Mannschaft, die am konstantesten war. Ne? So, das ist das Thema. So, und kannst du den FC Bayern ablösen? Ja, mit Sicherheit. Na, das kommt halt drauf an. Ich meine, wir sehen es mit Leverkusen gerade. Wenn die Mannschaft zusammenhalten, so, das ist ja immer das Problem, ob neben Frankfurt, neben Dortmund oder sonst was. Wenn Dortmund eine gute Saison hat, dann verkaufen die nach der Saison die 2, 3 Leistungsträger, nehmen ihre 200, 300 Millionen ein, ja, und sind wieder am Anfang so. Ne? Das ist ja das Thema. Und dasselbe mit Frankfurt selbst. Leverkusen hat es jahrelang gemacht. Jetzt hat Leverkusen erstmal nicht gemacht, ja. So, sonst wären wir jetzt auch schon lange weg. Nee, haben sie nicht gemacht. Und das ist der Unterschied. So, wenn du deine besten Spieler nicht verkaufst, weil du auf die Kohle angewiesen bist, dann kannst du auch was aufbauen. Ja, und warum kannst du dann den FC Bayern nicht angreifen, sportlich gesehen? Ja, ist ja Schwachsinn. Und ich denke, gerade die Dortmunder haben die letzten Jahre ja auch nicht so schlecht abgeschnitten, Champions League-mäßig. Ja, also, dass sie da kein Geld eingenommen haben. Ich weiß nicht, warum Dortmund das immer wieder macht und die Spieler holt, die Spieler ausbildet, die Spieler dahin bringt und dann so weiterverkauft. Keine Ahnung. Müsste man mal Hans-Joachim Watzke fragen, warum man dieser Ausbildungsverein ist und nicht dieser Verein, der sagt, jo, wir bilden die Spieler aus, damit sie dann bei uns die Leistung bringen und nicht irgendwo anders hingehen. Ja, das ist ja so das Problem. Das ist der Unterschied zum FC Bayern. Der FC Bayern macht das halt nicht. So. Ja. Das ist, denke ich, das Hauptproblem und nicht, ob wir jetzt, keine Ahnung, 10, 20 Millionen mehr kriegen als der Tabellenzweite, weil wir Erster werden. Wen interessiert's? So, ja. Also nimm mal das Beispiel Dortmund, Alter, auch was die letzten Jahre immer wieder an Ablösen eingenommen haben. Ich weiß nicht, was die mit der ganzen Kohle machen, Alter. Verstehe ich nicht. Wir haben diese Einnahmen nicht, die Dortmund durch Ablösen generiert oder auch Frankfurt, ja. Guckt euch das an. So, ich weiß nicht, was sie mit der Kohle machen. I don't know. Ja. So, muss man seine besten Spieler halt einfach mal nicht verkaufen und dann sieht man ja gerade in Leverkusen. Ja, dann hast du halt auch die Möglichkeit, den FC Bayern sportlich anzugreifen. So, gar keine Frage. Ja. Das dann auf lange Sicht klappt, ja, natürlich, wenn du die Spieler halt nicht verkaufst, ja. Oder die Spieler nicht weg wollen. Aber keine Ahnung, warum bekommt Dortmund diese Spieler? Weil Dortmund genau diesen Ruf hat. Ja, alles gut, ich gehe nach Dortmund, da ist ja kein Problem, da bleibe ich 2, 3 Jahre. Zur Not mache ich einen auf Dembele, streik mich weg und gehe. Aber denk mal darüber nach, was Dortmund eingenommen hat an Ablösesummen, Alter. Die letzten Jahre auch. Ja, das ist ja krank. Das ist ja krank. Ja? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ist halt die Frage, was das für Verträge sind. Vielleicht zieht sich jedes Mal der Spieler die Hälfte davon rein. Weiß ich nicht, ja. Aber nimm zum Beispiel allein damals Dembele, das waren über 100 Mille, die Dortmund da eingenommen hat, Alter. Ja, also, da reden wir noch nicht von Bellingham, Haaland und wie sie alle hießen. Also, keine Ahnung, wo das Geld bleibt, so. Na? Weiß ich nicht. Aber da müsste ich mich mit Dortmund auseinandersetzen, habe ich gar keine Lust zu, ne? Aber das ist halt so der Unterschied. So, wenn da Spieler sind, die 1, 2 gute Saisons haben, gehen die zum nächstgrößeren Club, ja, weil sie Titel gewinnen wollen. Und das in Dortmund halt meistens so semi klappt. So, das ist der Unterschied, ne? Ja, gut, Schalke ist wie Schalke immer ist. Schalke ruiniert sich immer selber, Alter. Ne?
Ja, das ist mir klar, dass da die AG hintersteht. Und ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wenn, dann ist das ja auch Watzkes Schuld, oder? Der war doch die treibende Feder damals, um Dortmund da irgendwie. Ja, warum macht man eine AG? Oder man kann ja eine AG machen, ohne an die Börse zu gehen, oder? Aber Dortmund ist doch an der Börse, oder? Aber wie gesagt, gefährliches Halbwissen. Also wir sind ja auch eine AG, oder nicht? Nur wir sind nicht an der Börse. Also die Fußballabteilung ist ja auch ausgegliedert bei uns. So, ich glaube, das ist der Unterschied, ne? Ja. So, keine Ahnung. Und dann ist ja, glaube ich, so, dass du bist ja dann verpflichtet, immer das Beste zu machen, damit du Gewinn erzielst, ne? Das war ja, glaube ich, das Problem in Dortmund. Heißt, wenn dann so ein Verein kommt und sagt, ja, ich will jetzt den Dembele haben für 110 Millionen, der ist nur 50 wert, dann kann Dortmund nicht sagen, nee, machen wir nicht, wollen wir nicht. Weil das dann, keine Ahnung, gegen irgendwelche Regeln verstoßen würde, weil du dann die Gewinnabsicht nicht einhältst oder so ein Scheiß, was weiß ich. Ich kenne mich da nicht aus, aber irgendwie so ist das, ne? Irgendwie so läuft das dann. Die dürfen dann das Angebot noch nicht mal ablehnen, weil es dann, ja, wie gesagt, nicht diese Gewinnorientierung ist oder was weiß ich. Ganz wilde Nummer halt. Aber selber schuld, ne? Was geht man an die Börse, Alter? Als Fußballclub, also. Ich glaube, da hat man sich nicht wirklich einen Gefallen mitgetan, aber gut. Zum Glück geht es hier nicht um Dortmund. Ja, weiß ich nicht. Das Video war jetzt irgendwie wild. Jetzt nichts, aber gut. Vielleicht für jemanden, der nicht so im FC Bayern-Universum unterwegs ist, der konnte da vielleicht was mitnehmen. Ja. Ich glaube nicht, dass der eine oder andere Verein dagegen ist, über dieses Leistungsprinzip auch. Man muss ja auch sehen, es geht nicht nur um das Leistungsprinzip bei den Fernsehgeldern, sondern jeder hat so seinen Grundbetrag und dann der Rest wird über das Leistungsprinzip aufgeteilt. Also ja, und warum sollte ein Holstein Kiel, nehmen wir Holstein Kiel mal als Beispiel oder auch, was weiß ich, ein FC Heidenheim, warum sollten die nur annähernd dasselbe bekommen wie ein FC Bayern oder ein Borussia Dortmund, die, ja, wie viele Leute abonnieren DAZN, Sky und Amazon Prime für den FC Heidenheim oder für Holstein Kiel? Ja, und wie viele für den FC Bayern und Borussia Dortmund? Also da muss man ja auch mal sehen, von welchen Leuten das Geld kommt. Und ansonsten sollte man es halt wirklich so machen, ja, dann lass die Vereine sich doch selbst vermarkten. Dann sehen wir doch, wo die Kurve hingeht, ja. Ich denke, dann ist so ein FC Bayern noch viel, 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 viel weiter vor und so ein Holstein Kiel bekommt gar nichts. Ja, so ein Ding nämlich. Also da müssen die Vereine mal ganz schön auf dem Boden bleiben, meiner Meinung nach. Ja, genau so, Blondie. Gut, Leute, ich mache Feierabend, ich muss auf Klo. Und 20:13 Uhr. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Leute, habt einen schönen Abend. Und wir sehen uns, ja, morgen mal, übermorgen. Morgen schon auf YouTube. Tschüssi. Ciao. Ciao. Schatz.